let's do it. Ja, welcome back zum besten Podcast der ganzen Welt. Uns ist gerade vorher eine kleine Panne passiert. Wir haben 3,5 Stunden aufgenommen. 3,5 Stunden haben wir aufgenommen und einfach nicht auf Record gedrückt. Also gerade da beim fucking Roadcast, das heisst. Wie spät ist es? Es ist jetzt 4:30 Uhr morgen. Wir wiederholen es nur für fucking euch, echt. Genau. Also ihr seht, wir sind in einem neuen Setup. Wir sind beim Dyson Dihei. Dyson das zweite, erste Dihei, scheißegal. Es ist mein erstes Dihei. Momentan, ja. Und zwar das ist das Atelier von unserer Schule. Genau, wir sind jetzt gerade bei den Architekten. Und zum Glück sind keine Studierende da, sonst. Nur wir um 4:30 Uhr morgen. Ihr seht, wir haben einen Gast. Das ist unser zweiter Gast in dem Podcast, oder? Und inshallah werden noch mehr Gäste dazukommen. Aber bevor wir zu ihm gehen und er sich noch vorstellen kann, haben wir geschwind eine kleine Geschichte. Der Karl und ich, wir sind traumatisiert. Jetzt müssen wir einfach so spielen lassen, dass wir gar nicht kennen. Ich mache jetzt einfach. Egal, okay. Dann machen wir auch so, echt? Oh, ich habe so ein Déjà-vu, Alter. Ja, du hast alles vergessen. Auf jeden Fall, wir haben, eben, weil wir halt im neuen Setup sind, haben wir alles müssen transportieren. Das heisst, ich bin mit dem Auto zu der Direktorin, alles eingeladen mit dem Karren. Da parkiert, gerade vorne dran. Wir sind gerade im Neumarkt, für die es wissen. Gerade beim hintersten Parkplatz, wo so eine Reihe ist, parkiert und vor uns war Waffenauto. Karren. X5 Sanitär. Sanitärauto. Schon wieder? Ich hab's extra gesagt. Nein, Ich schwöre, ich hab's extra gesagt. Da glaube ich nicht. Aber so ein, wie viel? 144, gell? Haben die als Notruf. Genau. Aber Sanitäter. so ein SUV für Ärzte, keine Ahnung. SUV. Genau, wir sind hinter ihm angefahren, der Karl und die, und wir müssen auf den Dyson warten, bis er mit dem Zug ankommt. Okay. Und dann, wir warten im Auto, redet ein bisschen, erzählt über kaputte Stories. Und, Über Bitches. Nein, nicht ich gesagt. Habe ich auch nicht gesagt. Auf jeden Fall, in dem Moment, wo der Karl am Schwätzen war, hat das Auto vor uns irgendwie Platz machen für ein Auto vor ihm. Und das Licht, wenn er halt zurückfährt, ist rot gewesen, und ich sehe halt, wie er zurückfährt. Und das Licht im Gesicht vom Karl wird immer größer. Nein. So wie eine japanische Flagge hat der Karl ausgesehen. Und wo es dann komplett gross war, habe ich so viel geschaut und der Auto hat es einfach richtig, und jetzt könnt ihr es so richtig überraschen bitte, er hat es einfach voll hinten, vorne an. Reingefahren. Er ist einfach vorne reingefahren. Genau, also Krass. rückwärts ist reingefahren. Hä? Und wir sind so traumatisiert gewesen, mein Nacken tut sogar ein bisschen weh. Ja, Alter, wie Wir schnell können ist denn der machen, wir gefahren? können die Schiene. Nein, das kannst du Wir nicht machen. können sagen, oh mein Gott, sie sind reingefahren in meinen Nacken. Ja, aber du bist Lebenslang jetzt ständig am Massieren, Alter. So, Oh mein Gott. aber wir gehen raus, also ich laufe raus, bin voll hässig. Anfang Also hässig gewesen. warte, bevor wir raus sind. In dem Moment habe ich gemeint, jetzt gibt's Action von Ahmed. Bro, ich schaue in die Augen. Er schaut so. Rote Augen, aber nicht mehr vom Kaputte. Brennenslicht. Er so. Kaputte. Ich schaue hin, oder? Und ich habe gemeint, der haltet schon an, oder? Und der fährt da rein. Auto. Bro, wir sind geflogen. Also wir sind geflogen, Alter. wir sind da hinten, oder? Wir sind einen Parkplatz hinter geflogen. Ja, genau. Erste, wann ich denke, ich so, Bro, alles gut. Bro, alles gut. Und ich habe echt gemeint, er wird kaputt, er geht raus. Ich Und er denke, so, die Nase ist ein bisschen reingekrümmt. Ja, der denkt, wir müssen auf die fucking Türkei gehen, zum Nase operieren. Aber einfach kein Kratzer, kein nichts. Es war nicht Borgen gewesen, es ist einfach. Aber sie hat sich auch tausendmal entschuldigt und so. Wir haben sie kaputt geschlagen. Ach, wir müssen noch einen Sanitäter holen. Ja. also Sanitär holen. Zum Leitungen verlegen. Unsere Leitungen. So viel zu dem. Ihr hättet eher den Strom gebraucht. Wegen den Nerven. Ja. Also von dem schlechten Witz. Easy. Gut. Schlechter Witz ist noch etwas. Haben wir Presse? Ja,
geil. Easy, okay. Also, hey, zum Zweiten mit dem Gast da. Der Flavio. Yes. Hey, es tut mir leid. Das Auto hat keinen Kratzer gehabt. Null, nichts. Haben wir das schon gesagt? Ja, er hat gesagt. Ah, okay, sorry. Er hat einfach nicht zugelassen. Ja. Okay. Also jetzt, bitteschön. So, mit dem Flavio bei uns. Der Flavio. Oh, yes. Der Flavio. Ja, introduce dich selber, Alter. Machen wir es gerade so. Wir wissen nur, dass du Koch bist. Er hat Koch gelernt. Den haben wir vorher Ja, festgelegt. Er hat Koch gelernt. Aber er ist viel mehr als Koch. Tudum. Yeah. Teil, Alter. ja, voll. Ich habe Koch gelernt, studiere an der Hotelfachschule jetzt in Luzern. Und ja, mache nebenbei alles so ein bisschen Fashion. That's what Geil. I do. Ja, Mann. Geil. Geil. Da geht es auch heute. Ja, es geht mehrheitlich um Fashion und wieso er Hailey Bieber kennt und mir nicht. Und Stefanie Giesing. Da fucking Gott. Ja, Bro. So, bevor wir zu Madame Bieber kommen, nur geschwind Eigeninteresse. Hotelfachschule Yes. in Luzern. Bist du jetzt gerade remote an der Schule oder musst du auch anwesend sein dort? Nein, es ist blockweise. Okay. Darum bin ich jetzt halt noch da in SG. Mhm. Und ja, ziehe bald wieder zurück. Ah, dort hast du schon Wohnung und alles? Yes. Ah, nice. Das heisst, jetzt hast du auch Studium, aber du musst nicht vor Ort sein. Nein. Du machst halt immer ein Semester Schule und dann nachher musst du ein Praktikum dazu machen. Ah, jetzt bist du ja deswegen locker miese. Genau. Okay. Ja. Ja, voll. Genau, Fashion. Wir haben es gerade vorher schon angesprochen, aber du kannst es sehr, sehr gerne mal wiederholen. Wie bist du eingerutscht? Was ist passiert? Wer ist der Philipp? Können wir einfach. Da will man einfach hier. Alter. Der Philipp. Welle? Philipp, warte geschwind. Philipp, der Name an sich. Der ist mit Abstand der schlechteste Name, den man einem Kind geben kann. Nein. Weil es gibt so viele Variationen, wie man Viel. Philipp kann schreiben kann, dass Ah, man immer so. Janik. Janik ist Aber auch so gut, etwas. erzähl weiter. Janik ist auch so etwas, ja. Ich frage mich jetzt, wieso Philipp? Heißt er nicht Philipp? Philippe. Na, Ah, Philipp. das ist ja Ah, Philipp ist das. Ja, Bro. Long story short, ich bin einfach auf London geflogen. Casual. Und im Selfridges Philippe gesehen. Und die haben einfach angesprochen. Gewusst, er ist Deutscher, also er ist Influencer. Und ja, haben angesprochen und wir haben uns mega gut verstanden. Sind Kaffee trinken am nächsten Tag, so ein bisschen feiern und so. Ein paar Monate später ladet er mich ein zu seiner Geburtstagsparty. Und ja, die Geburtstagsparty war so in einem Apartment. 36 Stock mit Terrasse, mit Garten. Mit einem Yes. Garten. Mit einem Garten, Bro. Weil der gehört auch nur so von Dubai oder so momentan. Dass eben so auf einem hohen Stock so Garten geht und alles. Das ist so, Aber geil. Bro. Andere Leute hier in SG haben nicht mal Terrasse, verstehst Andere Leute haben da weisse Söcke, Alter. Oh, Shame on you, Alter. Sünde. Sorry. Geile weisse Söcke. Und dreckige Pandas. Alter. Ja, dreckig. Das ist auch so ein Scheiße. Fashion-Trend eigentlich, dass man dreckig. mit so dreckigen Air Force daherkommt. Wie findest du das eigentlich, wenn sie so richtig dreckig sind? Bro, Oder, ja, sorry. Oder wenn es halt richtig super sind. es zeigt einfach Personality. Weißt? Alter. Ja, hat schon was. Hat schon was. Ja. Nein, Bro, Alter. Ich meine, schau Die mich. Schuhe sind da zum Tragen, ganz ehrlich. Ja, gut. Aber auch zum Putzen, wenn sie richtig dreckig sind. Oder? Ja. Ich meine, schöne Lackschuhe, die tust du ja auch immer wieder polieren. Schön einfetten. Lackschuhe. Und dann gibst du so Mit Lackschuhe. Sperm Oil. Dann gibst du Sorg. Mhm. Aber der ist halt billig, weißt du. Das ist einfach etwas, das ist so Alltagsschuhe. Chef. Dabei habe ich nie müssen verkaufen für das. Genau, eben. Hast du Retail gekauft? Nein, Oder Resale? Ja, der Resale. Safe. da weiß ich gar nicht. Wie viel hast du gezahlt? Über 150. Ja, Ja, wahrscheinlich schon Resale, ja. Resale. ja. Keine, ich glaube 200. Ja, 200 Millionen. 220. Oder Für 250. 220 bekommst du. Über einen Kollegen. Ein Kollege von mir, Skillseller, groß, die verkaufen Schuhe. Also die
handelt da ein bisschen. Und bei Ich ihm- meine, über den Jonathan hast du ja. Ist ja nicht der Jonathan? ja, das ist der Jonathan. Ah, ist das 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 ist auch, Jonathan? auch beim Karim. Ah, Ja. okay. Oh, wie heißt Garmin. Garments Factory, genau. Auch. Wie heißt der vom John? Ja, Scurseller. Scurseller. Ja. Also S-K-R-R. Genau, Seller. Ja. Seller. Okay. Spezieller Name. Er hat momentan leider keine Zeit, um sich mit dem zu befassen. Er ist jetzt leider auch ein Architekturstudent, beziehungsweise er macht es mit seinem Bruder zusammen. Und ab und zu, weißt du, die wirklich mit Bots und all das Zeug, ey, das ist crazy. Heißt mit Bot. Ja, weißt du, wenn ein Schuh rauskommt, du hast keine Chance, um den zu holen, weil seine Bots sind schon programmiert, um den zu kaufen. Ah, seine Infanterie. Genau. Okay. Und das ist crazy. Infanterie. Also ich weiß nicht, ob ich das darf sagen, aber jetzt habe ich es einfach gesagt. Ja, da macht jeder so mit den Bots. Also, Weißt Gut, Ja. gell? Okay. Aber eigentlich illegal, oder? nein, wieso? Halbe. Einfach, ne? Ein Bot macht ja nichts anderes, als wenn wir einen Klick machen und ein Bot macht es einfach schneller. Also er geht in den Code rein, also er geht nicht über... Jetzt, Er geht in Code, Egal. ja. Das ist schon illegal. Nein, er geht in Hard, also... Ein ja, WLAN-Passwort geht rein. Das Passwort ändern, damit keiner mehr Internet verwenden kann. Ja, Also, wo du der bist- Flavio auch hier gegangen ist in dieser Party gewesen. Beim Philippe. Nicht nur. Dort hast du ja andere Leute kennengelernt. Ja, voll. Bro, musst du dir vorstellen, so 10, 12 andere Leute dort. Und alle leben von dem oder weißt du, sind erfolgreich in dieser Szene. Und dann fragen sie sich so, ja, was machst denn du so? Und ich so, Koch. Weißt du? So. Aber ja, guten Abend gehabt. Es war nice, spannend auch. Da heisst, von wo kommen die Leute? Also was haben sie so für keine Ahnung, Funktionen gehabt? Bro, so, die sind alle von London eigentlich. Und eben, wir reden da von. Der Johnson von Pause Online Magazine war dort. Das ist ein Blog und der Blog hat 350'000 Followers. weißt du. Scheiße. Ja. Okay. Also Pause geschrieben. Ja. Okay. Ja. Wir reden auch von Chef-Einkäufer von, weißt du, vom Selfridges. Ja. Also weißt du, so crazy shit. Ja, krass. Und die sind alle ein bisschen älter gewesen, gell? Die sind alle ein bisschen älter gewesen wie ich. Ich war der Jüngste, lustigerweise. Aber ja, gleich, ich meine, fucking crazy. Gell? Hast du mal für diese Leute gekocht? Sie haben sich sicher irgendwie dazu gedrängt, um irgendwann mal... Nicht für die London-Leute, aber in Wien habe ich für meine Homies kochen können. Ja. Genau. Geil. Also, eigentlich ein gutes Thema Wien. Du bist ja irgendwann mal fast dort am Wohnen, hast du vorher erzählt. Ja, voll. Wie bist So du halb. auf Wien gekommen? Du bist auch allein dort auf Wien oder bist du auch mit dem Kollegen mal irgendwie dort an und hast dann einfach Leute kennengelernt? Nein, also das Ding ist halt so, die Ex-Freundin von einem Kollegen von mir, also damals sind sie noch zusammen gewesen. Und sie sagt so, ja, falls du mal Zeit hast, komm auf Wien, weil Wien... Wir brauchen einen Koch. Nein, weil Wien eine fucking nice Stadt ist. Brutal, echt brutal. Und Krass, man, ich bin noch nie da gewesen. Ich auch Es tut noch mir leid. shame on. Ey, es ist Ja, wirklich ich auch noch shame nie on me. Sorry, ich muss gehen. Allein wegen dem Kebab. Kennst du den Ferhat Kebab? Der Ferhat, Alter. Bro, Alter, ich Der bin... Ferhat ist Baba, Alter. Das ist nicht einmal. Das ist einfach eine Kunst, was sie dort machen. Echt? Einfach Kunst, der Kebab. Ist da... Ist Poulet-Kebab, oder? Bro, Alter, der Typ im Fall, er spießt das Fleisch selber. Ist nicht normal. Hm? Ist nicht normal. Nein, die Bro. kaufen immer die Rolle, kaufen Die sie. Büste dort, Ah, okay. die Ja. tun das Fleisch, den Spieß selber machen. Mhm. Der Spieß, also es ist Holzkohlefeuer. Checkt ihr da, Alter. Holzkohlefeuer. Das Brot wird frisch jedes Mal Das ist gemacht. geil. Checkt ihr da. Und Das ist- es ist ohne Soße, Bro, Alter. Alter, stell Oh, mal- was? Es ist, ey, look, er sagt, Was? bevor Krass. es zugeht, besser ohne Soße, weil das Fleisch hat schon eigene Soße. Wow, so juicy. So in dem juicy. Sinn, dass Ey, du der- gar nicht da musst. Du kommst nicht klar, du gehst in die, Wow. du gehst in die, dann siehst du einfach schon 6 Personen hinter der Theke am Arbeiten. Und es ist nicht so leger am Arbeiten. Bro, mein Magen. Die sind richtig kaputt am Arbeiten, Alter. Mm. Und es ist immer eine fucking lange Schlange mit mindestens 20 Personen. Am Schaffen. Nein, eine Schlange. Sehr gut. Aber bald Crazy, nicht. man. Was heißt das? Er expandiert. Auch in Wien? Auch in Wien hat nebendran die Fläche aufgekauft und jetzt Okay. macht das größer. Ah, nice. Also am gleichen Ort, einfach größer. Größer. Ah, ja, kauft. Also ey, wenn ihr auf Wien geht, geht fucking Ferhat Abigo anschauen. Geil. Baba. Mhm. Genau, und dann bist du gekocht auf Wien. Nein, ich bin auf Wien und ich habe dann
immer mehr und mehr Leute kennengelernt. Gell? Ja. Auf einmal ein guter Homie von mir hat Geburtstag gefeiert in seiner 3,5, 4,5 Wohnung. Und er hat so gesagt, das war so mit Covid, gell? Ja. Richtig in der Scheiße drin. Gell? Und er sagt so, ja, ein kleines Get-Together. Wir reden da von 50 Leuten circa. Ja. Wir haben so die ganze Wohnung schön ausgeschmückt, alles. Und da hat sich so umgesprochen, am Schluss sind 250 Hau ab, Leute dort. 3,5 Zimmerwohnung. 3,5 Zimmer. 4,5 Zimmer. Ich bin nicht mehr 4,5, okay. sag Aber mal. dann ist auch viel, wenn aber 4,5 ist, es ist... Weißt, du, Alter. 250 Alter, haben die Leute. Wände kaputt gemacht, damit da mehr Platz sind. Bro, die Leute sind vor der Tür angestanden, wie in einem Club. Wie in einem Ferhat Kebab. Yes. Alter, schöne 250 Leute. Bro, Haben da das wenigstens so. Eintritt verlangt? Nein, nein. Nein. Der krank. Aber das Shit, Bro, das ist so... Wie ein... Also weißt du, so, das sind so mega viele so Theaterleute gewesen, kreative Geil. Leute, Okay. weißt du, auch so... Und für mich das erste Mal gewesen, Bro, die Party war sex-positiv gewesen, Bro. Es hat einen Darkroom gehabt, weißt du. Was von positiv? Sex-positiv. Ah, okay. Quasi jeder Ja. so, Wir haben keine so, was Berghain. nein, so jeder soll kommen, wie er Sich fühlt. sich fühlt, weißt Genau. so, aber die meisten Cool. haben fast nichts an. Weißt du, so. Wow. Ja, Bro, Berghain, Bro, Berghain, genau gleich. Also warte, von diesen 200 Leuten sind alle nackt gewesen. Bro, nein, aber weißt du, so, ich hab 30. ich hab so mit einer geredet gehabt. Das ist Ich crazy. bin auch da gewesen. Aber ich bin halt nicht als ich gegangen. dark Aber ich bin nicht als ich gegangen, weil dort durfte ich selber sein. Hä, was? Sorry. Er ist nur mit Pandas gegangen. Aber nackt. Und Söcke bist du aufgezogen. Yes, yes. Yes. Skibidi. Nein, musst du dir vorstellen, Bro, Alter, ich bin so mit einer am Schwätzen gewesen, die hat ein weißes T-Shirt angehabt und so LED-Lichter drunter. Und ich so, wieso hast du LED-Lichter drunter? Und sie so, ja, ich bin erst gerade gekommen, weißt du, und sie zieht sich aus und einfach so, fucking, weißt, so Fläschchen über die Nippel und sie so, ich so, the fuck, weißt du? Und dort sind so Lämpchen gewesen. Und sie hat auch so LED-Lampen, die du im Hornbach kannst kaufen. Hey, sie wollte Befestigung zeigen, wo sie es angemacht hat. Da. Anker gesetzt, zack. Ja, aber es wäre geil gewesen, wenn da bei den Nippel, weißt du, so leichter würden. Auch Der so wär ein aber bisschen leicht so, schon. Aber ja, Schade. Sex positive, so, du kommst, wie du die willst. Und dann haben sie einfach das Gästezimmer so einen Darkroom gemacht. Yes. Und in den Darkroom, Ja, weißt du da, Bro, ich bin ehrlich gesagt nicht reingegangen. kaputt scheint, oder was? Also, so wie. Also ich weiß das nicht, ich kenne mich nicht aus. Weißt du nicht, wo wir das erste Mal aufgenommen haben, vorher darüber geschwätzt haben, dass... Das war. Nein, ich nehme es zurück. Nein. Also ich kann mir Darkroom so vorstellen, also so wie ich es von Leuten, weil im Berghain gibt es auch so einen Raum, oder? Und so wie ich gehört habe, ist einfach dort musst du irgendwie offen für alles sein, weil es passiert jenster Scheissdreck, 3er, 4er, alles, also alles, was dort, also es ist so offen. Also kann auch sein, dass du. Mit einem Typ rummachst. Ja, aber auch wenn du es nicht willst. Ja, Da weiß ich nicht, aber es Gut, du musst probiert. dich ja wollen, wenn du in so Aber wenn du Laden reingehst, dann tust du doch ein bisschen committen, also ich weiß nicht. Fix Comedy. Dritt noch keine Chance. Aber... Ja, easy, cool. Geil. Also eben, Das dann mal- ist Sex positiv und Covid positiv wahrscheinlich auch noch gewesen. 100%ig, ja. Bro, 100 Pro, Bro. Aber hast du getestet? Bro, in dieser Zeit haben wir uns nicht getestet, Bro. Bist du geimpft? Yes. Ah, okay, dann darfst du Er hätte ja auch müssen wahrscheinlich wegen der Reise. Ich kann auch müssen, weil sonst wäre ich gar nicht... Stimmt, Österreich. Sonst hätte er gar nicht wollen kochen gehen. Ah krass, aber in Österreich ist ja böse abgegangen. Also Oh, der Rest ist so, haben böse gelitten darunter. Stimmt. Wegen unserer Party. Ja, genau. Du warst 250 Leute. Ja. Alter Schwede. 3,5, 4,5, 5,5, was auch Komm, immer machen wir Wohnung. 5,5. Nein, echt, 4,5 okay. höchstens. Dort wohnen ja andere Leute. Hat Nein, genau, niemand was deswegen. gemeldet? Ich schwöre, Alter. Bro, es sind 3-mal Bullen gekommen. Ah, okay. Aber Bullen können halt nichts machen. Sie können nur klopfen und In den Darkroom hey, rein und dann sind sie wieder gegangen. Er muss ein Pfefferspray hier tun, damit alles brennt. Alter. Bro, aber Mann. nein, weißt du, so, Crazy, man. Musik ausschalten, sie klopfen an der Tür und du sagst so, What's up? Aus es Pafen. läuft. Und du siehst so hinten dran Und, so... dann, und der Zielboy nachher so. Haben wir Presse? Jetzt, Alter, du wirst warm mit dem Scheiß. Danke. Geil. Also, wie hast du mir getippt, Alter? So wie ein Hund Wie wäre. Schwuchtler. Also, das machst du gut.
Ich kann mich nicht bewegen jetzt. Okay. So. Warte, aber Das es gibt ja... auf der Spur. Warte, in dieser Wohnung haben ja auch dein Kollege gewohnt und andere noch. Mein Kollege und noch sein Mitbewohner, aber... Aber schau, ich sag dir ehrlich, Alter, hast du nicht ein bisschen Respekt vor deiner Wohnung? Bro, Bevor du das so viele Leute einlädst. Ding ist, das war das letzte Wochenende, gewesen, bevor er zu der neuen Wohnung gezogen Mm. Okay, easy. Das ist noch randalieren. Wie kaputt ist die Wohnung nachher? Bro, am nächsten Tag im Fall gar nicht so schlimm gewesen, Bro. Okay, krass. Ja. To be honest. Sind auch die richtigen Leute gekommen? Er hat ja vorhin gesagt, sind Leute von der Theaterschule gekommen und so weiter. Weiss ich. Künstler. Ja, es war nicht nackt, weißt du, von dem her haben sie nicht. Nein. Bro, sind, ganz ehrlich, sind fast alle auf MD gewesen. Not gonna- Ja, kann ich mir vorstellen. Ah, krank. Okay. Okay, dann sind sie eigentlich ich glaube, mega friedlich. wenn Ja, sie es sind schon zusammen friedliche Leute. Ja, voll. So. So, und eben, der ist der schon ein paar Mal, wo du in Wien warst. Ja. Und dann hast du dann noch mehr Leute kennengelernt. Yes. Und wie bist du dort in die Fashion-Szene in Wien reingekommen? Ich... Ich denke, du würdest mich grüßen, Alter. Du hast mich ganz so anlehnen. Du hast mich ganz so angeschaut. Ich habe gedacht, wieso schaust du mich so lange an, Mann? Ja, du bist mir reden gewesen, Bro. Bro, wir sind nicht im Blackroom, Bro. An dieser Party ist lustigerweise ein guter Homie von mir auch dort gewesen. Der Samir. Shoutout an den Homie. An den. Shoutout Samir. Am nächsten Tag habe ich mit so einem Wiener Influencer geschrieben, der New Kiss on the Block, a.k.a. der Johnny. Und er so, ja, komm, gehen wir einen Kaffee trinken. Er so, ja, fix, wir treffen uns so. Bro, da kommt der Samir, Alter, einfach dort an. Und ich so, du bist gestern an dieser Party gewesen. Ja, voll auf MD noch. Du bist schon gewesen. Er nicht. Bro, und dann, er so, ja, voll. Und wir sind so irgendwie 5 Leute dort gewesen, weißt du. Und er sieht einem Berliner Künstler sehr, sehr ähnlich aus. Ich so, ich meinte zuerst, du sagst den Mago, so heisst der Berliner Künstler. Ja. Bro, alle haben gelacht, weil ich quasi schon den Insider-Witz gebracht Ah, krass. Okay. Und dann, das sind alles Leute in der Fashion-Branche, die schon recht viel erreicht haben. Also zum Beispiel der Sami, eben, der Fotograf vom UFO. Der Pat, der gesponsert ist von Leica. Und weißt, nice. Hugo Boss, also jetzt die Boss-Kampagne macht. Ja. Boss hat, glaube ich, wie viel? 120 Millionen in Advertisement reingesteckt. Ach du Scheiße. Also gerade vor kurzem. Das war letztes Jahr. Gewesen. Ah, letztes Jahr, okay. Okay. Nice. Das Ganze, wo du siehst, Boss. Und dann weißt du, mit diesen ganzen Sportlern, mit der Ah, du meinst Auf das Mal auch der eine, der Italiener, der Schwarze. der schwarze Italiener. genau, der wo so Ja, immer der ja, macht. Bro, Genau. Aber er ist auch ein bisschen ein Model, muss ich schon sagen. Aber wenn der lacht, Ja. Er ist jetzt mal so ein anderer Mensch. Er darf einfach nicht der reden. hat zu viel Fleisch. Wie Zähne. Ja, das weiß ich gar nicht. Alter, wenn der lacht, ist so viel Gummi. Und dann kommt so viel Zähne. Er hat so Haifischzähne, Alter. Keine Ahnung, da habe ich nicht geschaut. Aber er ist auf jeden Fall. Also, Er könnte schon durchstarten. Als Model. ja, Boss hat auch viel bei Tennis, habe ich auch viel gesehen. Yes. Werbung. Matteo Berrettini. Genau. Bro, ich bin einfach letztes Mal mit das Video, wo du Taylor siehst, ich bin einfach mit dem Matteo Berrettini reingelaufen, Bro. Alter. Du bist mit ihm reingelaufen. Bro, mit seinem Manager folgt mir, Alter. Wir sind Du so kennst fair. ihn? Ja. Er kennt deinen Namen? Ja. Kann man da Bro, irgendwie kann man da mitmampfen? Er ist ein kranker Tennisspieler. Bro, der Typ, ich hab nicht gewusst, wer er ist. Er ist krank, Alter, ohne Witz. Wow. Sogar meine Mutter ist mit meinem Bruder den anschauen auf Stuttgart, glaube ich. Okay. Meine Mutter hat gedacht, der ist ein hübscher Mann. Und diese, Alter, der wird das nicht wissen, aber schon gut. Er hat gut gespielt, ja. Der lange. Hey. Mario, okay, nice. Hailey Bieber, wo Yes. hast du sie gesehen? Bro, das war letzten Herbst gewesen, in Paris in einem Club, im The Flower heisst er. Eben, ich bin mit meinen Homies sind wir zuerst in einem... Gerade aufnotiert. Er hat gerade notiert. Bro. The Flowers. Nein, also die Story ist so ein bisschen... ich bin ja letzten Herbst mit Nelson und mit Pascal, The Ground. Nelson Mandela.
Ja, weißt du. Ey, ich weiß Oh Gott, mein er kennt Gott. vielleicht alle, Alter. Doch Nelson nicht from the wirklich. ground. Bro, Echt nein, der nicht, Nelson vom Kult, Alter. Ah, Der sorry. DJ Ja, Nelson. Bro, Alter. Der Sorry, DJ Bro, Nelson, ja. Alter. Er Du kommt darfst einfach so mit Gallo Mandela. alles. Einmal sagst du Gut, Darkroom, echt er sagt auf Nelson Fame. Mandela. Ja, Mit dem Nelson gut, Mandela. Der Nelson von St. Gallen ist auch berühmt. Aber ich habe jetzt gemeint, weißt du? Weißt Nein, du? Bro. Weißt du, einfach so mit meinen Local Friends. Okay. Okay, ist gegangen. Fair. Hey, Jungs, Geil. warte kurz. Ich habe echt ein bisschen Paranoia. Ich schaue nochmal die Kameras an, nicht, dass man... Mach nur, Ja, wir ist erzählen da Okay. weiter. Alles gut. Ja, Soll ich weiter erzählen? ja, weiter. Okay. Ja, wir sind zuerst vor einem Resti angestanden, wo La Perouse geheißen hat. Also es heisst La Perouse. Und Bro, der Shit ist exclusive, Bro. Alter. Auch exklusiv. Ja. Rich? Ah, okay, gut. Bro, musst du dir vorstellen, so, meine Kollegen haben aufgelegt an dem Abend, in dem Resti drin. Wow. Das ist Nelson und No. Also, Aber. ja, weißt du, ich meine gerade, mit Kollegen, du bist mit Kollegen, du Daniel. Ja, ich mein, Aber andere. andere PPV-Kollegen. Also war der Mandela hat das aufgeleitet? Ja, der Mandela hat aufgeleitet. Der Nelson Mandela. Ja. nein, und dann mein Kollege hat Liste verkackt, leider. Und wir sind echt eine Stunde Scheisse. vor dem Resti angestanden. Nelson und der Pascal hatten keine Lust mehr. Die hatten echt keinen Bock mehr. Auf einmal so ein schwarzer Van, so ein Gorilla vor dem Van schaut so ein bisschen um. Er macht die auf, Mbappé läuft an uns vorbei Oh mein Gott. ins Resti. Ne? Oha. Frau, Alter. Der Wow. Nelson, er so. Doch, ja, lustig. Wo ist Schlange? Wo ist Schlange? Bro. Und dann Leute nur noch am Drängeln, nur noch wollen reingehen und so. Dadurch, dass mein Kollege Liste verkackt hat, haben wir jenstes probiert zum reinkommen. Gell? Mein Kollege sagt Ich bin Koch. Ich kann auch aushelfen. Ich kann aushelfen. Hast du eigentlich irgendeinen Stern, Kochstern? Oder wie heisst die? Weißt du? Michelin. Michelin-Stern? Nein, eigentlich nicht, Bro. Jetzt einen gefälscht, nachher wirst du reinkommen. Jetzt habe ich echt gemeint, du willst irgendwie Sternzeichen fragen. So, Alter, Bro, echt jetzt. Oh, Bro. Ja, auf. Nein, weiß doch nicht. Taurus. Nein. Uff, toxic shit. Ich bin nicht, Zwilling. Uff. Toxisch. Geil, Hey, jetzt hör auf mit dem Okay. Scheiß. Egal, Alter, lernt das jetzt mal. Okay. Stoppzeichen, Alter. Ja, eben, wir haben jenstes versucht zum reinkommen. Mein Kollege sagt so zu mir, ja, wir sind schon drinnen am Essen gewesen, aber sie haben gar nicht gecheckt, dass wir schon reingegangen sind und ich bin auf der Liste. Bro, musst du dir vorstellen, mein Kollege hat gesagt, ja, sag auch meinen Namen, quasi für den Pascal und für den Nelson. Bro, mein Kollege heißt Jean-Claude Mpassi. Okay. Mpassi. Ist er schwarz? Er ist Wegen schwarz. dem Namen, okay. Bro, der Pascal und der Nelson weiss. Er geht vor das Restaurant an, sagt so, Jean-Claude Mpassi. Der Türsteher ist schwarz. No chance, Bro. Ja. Oh, fuck. Aber hat denn der Kollege, hat ja irgendwo durch anscheinend Stimmrecht? Zum irgendwie, eben, Klar, hätte er können rauskommen und sagen, hey, die Jungs gehören zu mir oder so? fix. Hat er gemacht, aber er hat nur mich reinholen. Oh, fuck. Nicht die anderen, die nicht schwarz sind. Und du bist eingegangen? Und ich bin reingegangen. Verräter. Und die anderen, nein, Bro. Alter, Triton! Du hättest den genau gleich Bro, du gemacht. bist der Erste. Du bist Du willst der sagen, Erste. ey, Jungs, sorry. Es tut mir echt. Ich komme eh nicht hier wegen ja Pandas, aber ich hätte sicher noch hier kommen. Hätte ich gewusst, dass Mbappé dort ist, dann ist nochmal etwas anderes. Das Ding ist so, ich Bist du revanchiert? schon ein bisschen Verräter-Move. So. Na, Bro, das ist verständlich, Aber dass du reingehst. ich habe Eintritt für Acne Studios After Party habe ich organisiert. Weißt du, wie, nicht Ja. wenigstens etwas, weißt du, was ich meine? So. Wie kommst du auf die? So nicht nur etwas, das ist geil. Auf warm. Auf Acne After Party. Mein Kollege hat mir einfach Invites geschickt und hat gesagt, da deine Kollegen können gehen. Und das sind alle Geil. Kollegen von Wien und London. Kollegen von Wien. Okay. Yes. Hey, mir nimmt es einfach wunder, was die so machen. Ey, Bro, ich sag doch, wir haben so ein langweiliges Leben, Bro. Es kann doch nicht sein, dass sie nur Influencer sind und durch da so viel Benefits bekommen. Das ist so, Bro. Krank, Alter. Das ist echt das ist crazy so. Weil du, oh, dafür ist Mate. Oh, danke. Das war jetzt voll sexy, gewesen, wie du da gesagt hast. Alter. Er hat es genau so gesagt. Ich bin gerade so ein bisschen... ich bin schon ein bisschen weg jetzt für einen kurzen Moment. Er hat gesagt, er hat smooth Stimme, aber Ja. leislich, aber smooth. True. Hat auch nice Lips, habe ich gehört. Juicy. Bro, einfach Aprikose
Lippenbalsam. Weißt du, kennst du den? Die Aprikose. Mm. Secret, Bro. Also, was für Marke? Bro, keine Ahnung. Also, richtige Aprikose machst du so. Bro. Gerade so. Eating ass. Verstehst du? Oh. Aber nein. Eben, drin gsi mit meinen Homies, ein bisschen Partys gemacht in dem Hurenresti. Ah ja. Quasi, wir sind ja nicht reingekommen, zuerst am Anfang noch. Der Türsteher sagt so, ja, ihr seid nicht auf der Liste, aber ihr könnt einen Tisch kaufen. Quasi wie in einem Club. weißt du? Also so wie bei Sego. Ja, voll. Genau. Wo du sagst, dafür nimm Flasche oder keine Ahnung. Ja, voll. Crazy. Ich so, ja, wie viel? Hey, wir auch kein Paris, Bro. Ja. Ich frage so, wie viel? Er sagt so 1,5. Was? 1,5 K. 1000. Bro. Aha, ja. 1,5 Was heisst der Laden What the Flower? Schwede. Der Club heisst Deflower, aber das Resti davor hat La Perouse geheißen. Jetzt musst du mal Laperus buchstabieren. Laperous. Am Schluss. E-R-O. Okay. Die tun es gerade bei der Liste Alter, rein, sieht was ja wir hingehen. heftig aus, Mann. Ey, einfach nur Fassade schon. Also ein Bild können wir echt einfügen nachher. Dann nimmt sicher auch Zuhörer da. Ah, ich denke, das sieht schon Oder? heftig aus, Mann. Ist Ja, easy, so sieht jedes Haus aus, Alter. Das ist- Okay, nice. Bro, ich sehe es Easy, das nicht, sieht geil ehrlich aus, gesagt. okay. das ist einfach so blau Ah ja, von das ist außen, da. oder? Ja. Das ist richtig, in dem Fall. Aber innen sieht es ja monarchisch aus, Alter. Bro, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das true ist oder nicht. Ich habe mal gehört, das war früher ein Hotel. Gewesen. Dass der Mozart dort aufgelegt hat. Aufgelegt? Mit diesen Kopfhörern. Ja, mit den Kopfhörern. Genau. Nein, das war früher ein Hotel gewesen, und die haben jetzt das einfach zu einem Resti umbauen. Und quasi jedes. Also wenn du einen Tisch reservierst, bekommst du quasi ein Hotelzimmer über. Ah, Ah, gerade so. okay. Das heisst, wenn ihr dort würdet für 1,5, hättet ihr auch Hotelzimmer bekommen. Nein, Bro, das, Aha, das ist ja früher das ist gewesen. ja früher. Okay, gewesen. okay. Aber nein, das war im Fall nur ein Tisch an der Bar, gewesen, damit du quasi an der mein Bar Party kannst dabei sein Ja, krass, ey. Und dann haben die gesagt, ja, wir machen es. Bro, Oder? 1,5. Bro, es ist glaube ich, 12 Uhr am Abend gewesen, oder 12:30. Und die Party geht nur bis um 2. Also was für 1,5 Stunden, 1,5 K liegen lassen. Ich hätte jemanden getroffen, wo Fair. voll richtig Networking. Mbappe, super. Aber zu dem kommst du eh nirgends an. Alter. Nein, Also nicht richtig an, weil die Gorillas sind noch ständig vor ihm. Ja, voll. Oder? Wo habe ich das die Gorilla genannt? Da ist jetzt nur. Egal, ich kann mir jetzt nicht rausreden. Ey, aber das ist auch so etwas, was mir aufgefallen ist. In Paris, dort stehen einmal Leute an, allgemein jetzt nicht auch für so High Society Restis. Allgemein für Restis gibt es dort einmal Schlangen. Bro, Aber das ist in Nizza Ist auch das so. normal? In Nizza Aha, ist das okay, auch gut, so. Dann bin ich einfach hinterm Mond. Boah. und Ja, das, ich gehe jetzt halt von der Schweiz aus da. Eben, dann Kein genau Platz wollte ich hast, sagen, dann gehst du wir raus. Wir kennen das nur, weil da einfach nicht so viel Population herrscht. Ja. Voll. Das ist ja komplett anders dort. und Ja, ich das glaub ist auch dann. nur, also fix auch wegen TikTok, Bro. Alter. Seit TikTok gibt es Restis, wo die Leute nur noch anstehen. Und ich denke so, Mhm. Es gibt so einen Ja. Bäcker von Paris, kennen Sie den? Cedric Grolet. Genau. Der Typ ist ja komplett. Aber so exponentiell. Croissant macht so geile Videos. Ja, Und Mann. sie nachher. Ich glaube, wann ist das gewesen? Ich glaube, im 14. oder im 18. ist er beste Bäcker auf der Welt Mhm. genannt worden. Oha. Krass. Das hat geschafft. Food TikTok. Der ist crazy, Bro. Können wir gerade Michelin-Sterne von TikTok über. Ich glaube, dort kostet quasi so ein bisschen Tee trinken, Käferle und ein bisschen dort etwas essen. Es 1,5. gibt so ein Tasting-Menü. 1,5K. Einfach 60 Euro, Bro. Ah, krass. Alter. Aber satt bist du immer noch nicht. Aber Inge sieht aus wie ein Serienmörder für mich. Er selber. Wenn er gerade so. Er sieht ein bisschen mit Narben. Er sieht auch komisch aus. Ja, ey, Fashion. Hauen wir jetzt raus da. Was haben wir mal gehabt? Bevor wir da über Serienmörder und Nelson Mandela. und Nelson Mandela reden. Wir haben vorhin eine geile Rubrik gehabt, und zwar Modesünde. Ich werde glaube mal anfangen. Also Ihr erzähl. seht da meine weißen Socken. Haben ihr davon auch gehabt, dass man gecancelt worden ist, wenn man weiße Socken hatte? Also cancelt jetzt nicht. Nein, nicht Aber ich habe es schon gehört. Deswegen, Ja, gut, jetzt Hänsel ist übertrieben. Ich meine, wer hätte sich schon getraut, zu mir etwas zu sagen? Lange Weißt du Wiessocken. was? Lange Wiessocken. Ja, lange weiße Socken, genau. Haben ihr das Also- auch gehabt? Mit der kurzen Hose, vielleicht wenn sie ein bisschen zu lang sind, dann sieht es schon komisch aus. Mhm. Der hätte ich vielleicht nicht gemacht. Aber so normale halt, keine Ahnung, so wie du es jetzt hast, ist eigentlich normale Länge.
Gut, nein, das ist wirklich zu lang. Ja, Bro, ja, das ist lang, Alter. Ja, aber das ist übertrieben. Mob me. Nein. Es gibt doch so Crew-Söcke oder wie die heißen. Aber so ganz normale bis zu Knöchel, ein bisschen weiter Ich den oben. gar nicht mehr an. Boah, die finde ich ganz komisch. Nein, nicht Knöchel, einfach weiter oben. Etwa bis Okay, jetzt gerade kurze Frage. Ich hasse Socken mittlerweile. Also allgemein, wenn ich lange Hose habe, dann darf man nicht mehr Haut sehen. Ich will, dass Socken bis oberhalb von der Wade sind. Ja, Findest du das easy? locker. Sind sie auch? Also Business-Söcke sind auch, die gehen bis Anzug oben. zum Beispiel. Fix. Das ist jetzt vielleicht gerade der nächste Punkt. Okay. Enge Hosen. Sind ja mal mega eng gewesen und dann Was mega eng war. mega Innen. in und irgendwie ist ja geil, dass der wieder weggegangen ist und jetzt wieder so breite Hose. Und es ist ja so eine Zeit gewesen, wo jeder irgendwie so fast eine Dreiviertelhose aus diesen engen Hosen gemacht hat und dann auch die so aufgeredelt hat. Oh mein Gott. Und dann hast du eigentlich noch etwas Gutes gesagt, irgendwas mit. Ja, aber in der Zeit, wo da mega in war, hat mein YouTube-Algorithmus auch natürlich den Trend gecheckt und hat mir Videos vorgeschlagen, wie man aber genau wie man es halt faltet, damit es beibehalten wird. So, einmal so. Der Karin zeigt es gerade vor. Dann Aber man so. sieht nicht. Paradebeispiel A. Dann nimmt man das so. Und dann löten mit Heißluft. Leute. Mit Heißluft. Und dann ist gut. Jeder, der daheim hat, hat eine Werkstatt daheim. Also, es hat aber ein paar gehabt, die haben da noch ein Gummiband rein tun und nachher da gemacht. Aber das ist vom Ja. Militär. Wenn die Ja, das ist auch Gummibänder okay. vom Militär bekommst, total. Ja gut, das hat man am Militär gemacht, genau. Aber hast du auch mal Enge Hose auch gehabt. durch die Phase durchgegangen? Bro, ich glaube, ja, also glaub, jeder. wir sind, glaube ich, also ich glaube, alle sind durchgegangen. Alle, Safe. absolut. Aber das ist wie jetzt, wo alle durch breite Hose durchgehen. Ja, voll. Weißt du, was ich meine? So. Safe. So. Aber ich finde jetzt, wie es jetzt ist, kann es bleiben. Bro, es wird nicht bleiben. Ja, ja. Aber ich würde bleiben. Ja, aber vor allem, wir werden ja auch älter, Alter. Irgendwann ist es Du ein wirst bisschen, älter. ein bisschen lächerlich, wenn du irgendwie so mit engen Jeans daherkommst. Absolut. Und jetzt kommt nochmal Kritik an alle Anzugsmacher da draußen. Hört auf, ich weiß zwar nicht, wie du dazu stehst, vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen. Hört auf, die scheiß enge Anzüge machen. Es Ja, ich sieht find's so nicht geil. unmännlich aus. Breit, bam. Und von mir aus die Hosen müssen die Schuhe berühren und sie müssen drauf liegen. Voll. Außer es ist wirklich ein Sommeranzug, den, aber auch breit, nicht eng. So Knöchel Aber- zeigen, zum zeigen wie. Ups. Jetzt kommt jetzt wieder da, ich will da nicht sagen, unmännlich oder so. Es geht ja nicht um Männlichkeit. Kurze Hosen allgemein, wenn sie über dem Knöchel sind und dann sind sie noch vielleicht tiefer geschnitten und nicht bis zum Bauchnabel oder so. Nachher sehen sie, bekommst du einfach kürzere Beine über. Ja. Und du siehst aus voll unförmig irgendwie. Klar, ich bin auch in dem Scheiß hier gehalten. Ich habe früher auch Anzugshosen gekauft und den Anzug kann ich jetzt wegwerfen. Ey. Aber ja, sorry. Oder Was du willst sagst du dazu? eine machen. Bro, das ist einfach so. Früher sind ja auch die Anzüge viel breiter. Voll. Voll früher noch, ja. Das ist einfach das Gleiche wie Casual Wear oder Streetwear. Es ist einfach immer, es geht einfach immer so ein gewisser Rhythmus. Manchmal wird es breiter, manchmal wird es dünner. Da verändert sich und da verändert sich. Weißt du, so. Aber du bist nicht so in dem Casual-Trip, oder? So Anzug oder Bro, nur wenn ich Schule habe. Ah, Bro. okay. Mhm. Ah, das ist Aber so geil. eben so privat Stimmt. nicht so, oder? Privat nicht, Bro. Ja. Dann nicht. Wo kaufst du deine Anzüge? Weil ich muss jetzt gerade irgendeinen Anzug kaufen. Ja, keine Ahnung wo. Bro, wenn ich wüsste. eBay. Also eigentlich so, ich bin PKZ, so casual. Aber Ja, hier die gerne. beraten die auch gut Voll. und die Preise sind okay. Ja, fix. Preise sind okay. Man kann Weißt du, es wo machen. Preise am besten sind? Wenn du Maßgeschnittert in Indien machen lässt. Ja, aber du musst den Flug auch noch dazu rechnen, Bro. Ja, was sagst du jetzt? Aber ich dazu? gehe normal Ferien machen, das ist einfach nebenbei. Ja, Ich gehe nicht wegen dem Anzug. Okay. Den ist teuer. Ja, dann bist du gleich teuer. Vor allem geil ist, Nein, dann bist dass wenn man einen Stiefel. bestellt und keiner zurückkommt. Das ist das Beste, echt. Das ist so krass. Das ist- Das Gefühl ist so wow. Herzenwärmend, also echt krass. Das ist etwas Gutes zu tun, eigentlich. Du hast einfach probiert, diesen Leuten Arbeit zu geben, aber Das Geld Ja, ist es ist sie ein nicht angekommen. Geld wollen. Das Es ist Geld ein ist bisschen, aber ja. angekommen. Das Geld, ja, ist gut. Das ist das gleiche wie beim Zahnarzt. Geht eine Anzugshose machen mit Löchern. Aber bei dem Zahnarzt gehen Löcher stopfen. Der ist auch vom, der ist auch Maschine. Der hat ein bisschen Fussel jetzt. Aber der, weißt du, ja, ist meine wegen Proportionen sind auch komisch. Ja, beim Pulli. Meine Proportionen sind nur komisch vom Körper. Wir haben auch lange Beine, oder? Und so, wenn ich einfach irgendwo hingehe, dann gehen die Hose nie. Ja, Jungs, das habe ich piss schön. mir fast in die Hose. Gang, Komm, geh boom, wieder. hau ab.
Ja, was soll ich so- machen lassen? Ich liebe den. Ich habe jetzt eigentlich nur unten habe ich nur Anzugshose meistens. Ich habe verschiedene Farben, einmal braun, einmal schwarz, einmal grau. Ich liebe da Anzugshose. Da kann ich gut kombinieren. Sieht ein bisschen casual aus fürs Arbeiten. Und draussen meistens so ein Pulli, jetzt wieder Kälte und sonst einfach ein T-Shirt. Und ich orientiere mich fashion-technisch, egal wann ich kaufe, aber der Pulli, den ich kaufe, erst wenn ich mache, Leute nach. Ja, echt, in Deutschland läutet mich an wegen dem Pulli. So, Bro, Alter, kauf, wenn er dir gefällt. Nein, ich lüte einfach an, weil ich lasse mich irgendwie, finde ich. Und das ist ja egal eigentlich. Wie findest du eigentlich den Pulli? Bro, Ich habe ein schwaches Herz, Brüssel, ganz ehrlich. Bro, wenn du glücklich bist, bin ich. Oh mein Gott, das stimmt. Nein, Bro, Oh, aber Mann. das ist im Fall ganz ehrlich so, Bro. Alter. Ist doch auch egal. Das ist auch das gewisse Ding, wie sich andere Leute abheben tun, weil sie einfach genau da anlegen, was sie fühlen tun. Voll. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, okay, nein, wenn er Nein sagt, dann kaufe ich es nicht. Aber es ist einfach so, ich orientiere mich auf zum Beispiel wegen der Hose. Er hat mich darauf geleitet, dass ich extra Hosen mache, wo so Anzugshosen, die ein bisschen breiter sind, oder? Und dementsprechend eben, lasse ich mich einfach ein bisschen so beraten, weil Entscheidungsfähige und so. Vor allem die Breite kann ja, Leute haben einmal Angst, dass wenn sie breit sind, dass sie auf einmal kleiner wirken. Das kann sein. Kann sein, je nach Und du Größe. bist gross. Ja, ja. Ey, du kannst locker breit anlegen und dann siehst du aus wie ein Schrank. Und vielleicht siehst du von weitem nicht mehr so gross aus, aber sobald man halt dir in die Nähe kommt, dann bist du wieder gross. Von dem her passt ja. Zieh dich aus. Zieh dich aus. Weißt du eigentlich, die nächste Modesünde war, die mir so gefallen hat? Longshirts. Oh mein Gott, ja. Longshirts. Die Die Swagger-Shirts. Swagger-Shirts. Die weißen, 214 weit. vom Schnitt her sind es oben Wie eng früher gewesen. noch. Oh mein Gott! Scheiße! Oh mein Gott. Riesen Ausschnitt. Hey, also sorry, ich weiß auch nicht. Das ist aber schon krass, man geht halt mit der Zeit. Aber wie nicht da im Fall. Kommt wieder nach. Bro, es ist schon da. im Es Fall. ist schon da, ja. Seit letztes Jahr wieder da, Bro. Alter. Also momentan ist Oversize-T-Shirt einfach da. Es ist fast. Es ist im Fall. Ich glaube, da geht langsam Geht wieder. Es ist schon so lange da, Bro. Alter. Es muss wieder weg. Oh. Nein, weißt du, auch mit der breiten Hose. Bald kommt wieder Skinny Jeans. Es muss bald kommen. Nie, Bro, mir egal wie der Trend tun runtergeht, Alter, weitergeht bei der Hose, nie, wirst du mich. Ja. Es fühlt sich so unbequem an. Aber hast du es früher auch unbequem gefunden? Nein, aber nicht, das ist das Problem. Voilà. Alter. Da. Aber jetzt könnte es nicht mehr, ja, jetzt enger als da, ich fühle mich unwohl. Es fühlt sich so richtig, meine Coaches. Du gewöhnst dich dran. Früher hast du auch Wahrscheinlich. kleinere Coaches gehabt. Ja, Oh, true. True, ja. ja, das stimmt, genau. Wir reden jetzt von der engen Hose. Ja. Und dass es eben Eierspalte gibt und Weißt du, so kleiner sie dies, sind. genau. weißt du, so Networking-technisch, so, wo du sagst, boah, dass ich mit dem Wörter austauschen. So der Top, ganz oben. Wörter austauschen. Wo du wirklich nicht nur so gesehen hast, sondern oder an einer Party oder neben dir gestanden bist, sondern wirklich auch Hey Talks Bro, gehabt hast. hey Bro, wo ist die Toilette? Ja, dorthin, ja, danke. Einfach Deep Talk. Also Aber einfach, Wörter wo du auch austauschen. was so Unterhaltung hast, eine kleine und so vom Fame-Level her. Wie würdest du sagen? Bro, schwierig, Bro. Alter. Ich hatte im Fall. Ich habe schon viele Leute getroffen und so, aber ich glaube, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der mich geflasht hat oder der mich nervös gemacht hat. Aber wer ist der bekannteste? So, wer der bekannteste, meine ich. So. Bro, Das ist schwer gesagt. Schwer. welcher Richtung Ja, bekannt? Reichweite, ob man den kennt, weißt du, ob es ein Fußballer ist oder. Wenn die Kommerzleute vielleicht kann man das so sagen, so kommerzmäßig, wo jetzt wirklich kein Genre bedingt ist, wo jeder kennt. Ja. Bro, ich weiß nicht. Lustigerweise, ich war einmal geschockt. Gewesen. Das war im Fall gerade im Februar. Gewesen. Ich war so in einem Private Club gewesen, und ich bin gegangen aufs WC. Das ist mir gerade. Das ist eben die Geschichte. Ey, wo ist das WC? Nein. Ich gehe Nein, aufs Spaß. WC, mache mein Ding. Ich gehe raus, will gerade die Tür aufmachen. Auf einmal pusht so die Tür schon Ja. rein. Bro, einfach Amine steht vor mir, Alter. Der wer? Amine. Der Rapper? Ja. Ein Scheiß. Wer ist der Hermine? Straight to Der God. ist, Wer ist da? der ist also echt ein krasser, fast Ja, ist- Newcomer.
aber irgendwie auch nicht. Mit dem letzten Album hat einfach... Das letzte Album ist so krank, echt. Und dann, ich hocke so an am Tisch und ich sage so zu den Leuten so, Bro, ihr glaubt nicht, wer gerade mir entgegengeflogen Amine. Und er so, Ja. Amine? Ja. Ich so, fucking Amine, Bro, Alter. Er hat den Tisch hinter uns gehabt, Bro. Aber wo ist er gewesen? In Wien, London, Paris. Ja. Krank, also echt. Einfach Amine, Bro, Alter. Oh, no. Aber ich weiß nicht, ob er mehr Reichweite hat, wie zum Beispiel Stefanie Giesinger. Ja, das ist auch Yeah. eine Story. Da haben wir letztes Mal Ja, letzte Bro, Woche erzählt. Alter. Also, Ausauen. Vorwort. Oh mein Gott. Wir haben noch gar nicht erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Bro, Alter, Okay, komm, ja, eine halbe Stunde erzähl. später komme ich auf den Scheiß. Bro, Alter. Stimmt der Bro, ich sage euch, Legende-Moment, Gänsehaut-Moment für mich. Ja, Kult. Der freut mich aber, dass... Nein, Bro, das freut mich wirklich von Herzen, Bro, ich sage ganz ehrlich. Weil ich es auch noch nie erlebt habe. So. Wow. Ähm, Was kommt jetzt? sie haben sich geküsst. Mit der Juicy Noch Pfirsich Juicy Lips. Im Black Room. Wir sind, Warte schnell. Wir Erzähl werden bitte. da, glaube ich, gerade ein bisschen... Sind da Dämonen? The fuck? ja, jemand macht Musik. Sag ihnen kurz, wir sind da am Aufnehmen. Achtung, 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 Kopfhörer. Du bist. Fast. Eine Falle gestellt. Ja, Story. Wir sind in Kult. Ich bin mit zwei Kollegen sind wir in Kult. Ich habe nicht gekannt, aber halt ein paar Mal gesehen, oder? Und dann sind wir aber am gleichen Tisch draußen. Ist letzten Sommer, Bro, das ist im Herbst. im Herbst irgendwo. Aber wir können raushocken, so, oder? Und eben einfach Heu gesagt und ein paar anderen auch noch Heu gesagt. Und irgendwie spricht er mich an, direkt so, weißt du, nicht mal eine Minute später, ey, du bist sick, oder? Oder? Oh nein, sick, Mann, weißt du, so irgendwas wegen sick, sick, oder? Und dort bist du schon geflasht, ist so geil. Weißt du, schon, dass jemand überhaupt da checkt. ja, dass jemand Ja, da voll. wiedererkennt, ist schon mal etwas, oder? Und dann geht es noch weiter. Weißt du, dann sieht er, irgendwann später sieht er meinen Armreif, oder? Und okay, vielleicht kann man auch dann noch wissen, okay, Sikhismus gerade ist, gehört dazu, oder? Aber wenn er nach Hause gehauen hat, Bro, Ja, hat er gesagt. er hat gesagt, egal, der gerade war vor der Schild gewesen, so. Yes, krank. Wegen es in der Warrior Class gewesen und Bro, Hat's Krank, rausgehauen. Alter. in dem Moment, Bro, wäre ich schwul gewesen, ich sag dir, Bro. Ich bin ein Warrior für dich, Alter. Nein, ist echt geil gewesen, da Nein, hab ich krass. Das ist eben der Vorteil, wenn Mr. man so, Worldwide. wenn man so reisen geht, wenn man verschiedene Leute kennenlernt, vor allem auch die Fähigkeit, die du jetzt wahrscheinlich irgendwie dir aneignet hast, Fix. so mit Leuten schwätzen und so, kommst halt auf die Informationen. Bro, vor allem das Ding ist auch, letztes Mal am Marktplatz, Ja. Wo man gesehen, ja. Bro, wo ich dann einfach gesagt habe, Gabi Gusch, Gabi Gang, weißt Ja. du? Ja, ist okay. Er ist durchgetragen, Bro. Bro. Ja, es sind Ja, so die den glaub kleinen ich. Sachen, weißt du? Es Ja, sind so die normal. kleinen Sachen, wo nicht immer hörst, oder? Wo wenn auch einer kommt und da raushaut, wo du gar nicht erwartest, oder? Ja. Das ist krass. Ja, das ist echt geil. Das ist, und weißt du, es ist ja nicht, er hat es ja nicht einfach reingedroppt, sondern es hat Sinn gemacht. Ja. Weißt du, was ich meine? Es hat Sinn gemacht. Und da ist nochmal, da bestätigt so, okay, er weiß auch, wann er sagt. So. Es ist nicht einfach so random reingehauen Random, wegen Inder. ja. Weißt du? So. Ist, ja. Kannst du auch irgendetwas auf Kurdisch? Willst du mir auch so viele lassen, bitte? Bro, nein. Ja. Ich kann es echt nicht im Fall. Bro, was bist du noch für Landsmann? Bro, ich bin... Thai, Vietnamese. boah, was ist da für ein geiles Glas, Bro, Digga. Wow. Das Glas ist echt sexy. Noch. Oh, yes. Sorry. Landsmann? Ich bin Taiwanese, Italiener und Schweizer. Mhm. Mütterlichseits Italienerin? Italiener. mütterlicherseits, Taiwanerin. Ja. Und mein Dad ist Italiener Italiener und und Schweizer, ja. Okay, geil. Und sie haben sich da in der Schweiz kennengelernt, oder wo ist das? Bro, nein, Taiwan, Bro. Alter. Ah, nice. That's the crazy part. Kann ich noch kurz etwas fragen? Wer ist das? Die vom unteren Semester. Ist die, also an Ahmed, weil er ist ja nicht dabei war, ist die Story interessant gewesen, wie sie sich kennengelernt haben? Ja. Gut. Schade. Wieso? Also ich werde es anhören, Also aber gleich werde ich... Extra wiederhole ich mich nicht. Nein, ist gut, ich lasse es nachher. Ja, Ist sehr- perfekt, ja, passt. sehr passt, Also nur passt. Stichwort, der Flavio kann Indisch. Er kann Punjabi schwätzen. Er kann richtig, so wie, Echt? Jetzt? also so wie du Albanisch. Palek Panir? Sicher nicht. Palek Panir. Krass, Monat, geil, ja. geil, oha. Wow. Guman Jamur, oder wie heißt er?
Glaub ja, man. Weißt Gulab Jamur. Crazy. Ja, crazy. Ja. 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 Ja, vielleicht noch ein spannender. Ja, komm, hör auf. Ich sag nicht mehr. Mir Hailey Bieber. Den haben wir noch nicht. So ein. Ah ja, Voll. wir sind ja bei dem Restaurant stecken geblieben. Mbappé, genau. Danach Party war vorbei. Gewesen. Mhm. Alle Uber bestellt. Gehabt. Wir haben gesagt, jetzt gehen wir zu The Flower. Mhm. Bro, ich bin noch nie dort gewesen, weißt du. So. Ich so, okay, let's go. Wir sind im U-Bahn, alle haben Fun, alle sind so Turn-up-mäßig. Wir stehen so vor dem Club, riesige Schlange, Bro. Mhm. Bro, die Schlange. Da ist Anaconda. Drischli ein Scheiß dagegen, Bro. Ganz ehrlich. Ja, das ist meistens außerhalb. Bro, aber ganz ehrlich, Drischli hat heftige Schlange. Also da, Ja, das bis ist zur echt, Post. Das ist crazy. Bis zur Post am Aber die Schlange ist ein Scheiß dagegen zu Krass. dem, was dort war. Weißt du, was ich meine? So. okay. Wir gehen ja natürlich so Gästlistenmäßig hinterher, oder? Und einfach so ein grosser Typ, braune Haare, so zurückgeschleckt und so, sagt mir «Hoi, ciao, alles klar, bla bla». Also, wer bist du? Ich so «Ja, Flavio, freut mich». Ich so «Wer bist du?» Also «Matteo». Ah, Alter. Ja. Ich so «Okay, nice». Er kann Deutsch, gell? Nein. nicht Deutsch? Also ich weiß nicht, wir haben Englisch geredet. Aber ich habe sogar Deutsch, wenn wir nicht Deutsch. Aber ja. Und mein Kollege hat halt vom Boss-Shooting, haben sie halt zusammen gearbeitet, weißt du? Mhm. Und er so, ja, voll geiles Teil und so, was machst du und so, bla bla. Und ich so, was machst denn du eigentlich? Also ja, ich spiele ein bisschen Tennis. Ächli. Ein bisschen Tennis, weißt du, der Fuck, Mann, Alter. Ich so, Matteo? Er so, ja. Bro, ich so, weißt du, so low-key, Insta so am Schauen. Matteo, Berrettini. Bro, Alter, ich so Okay, krank. crazy, weißt du. Ja. Und dann sind wir rein. Das erste, was wir sehen, Hailey Bieber läuft an mir vorbei, Bro. Sie ist auch mega hell. Also du siehst sie auch in einem Club sehr, sehr gut. Bro, im Fall, sie ist. Bro, ich übertrieb nicht, weißt du? Aber sie ist Übertrieb. ein Engel, Bro, Alter. Was? Echt? Besser als Stefanie Giesinger. Bro, nein, wait. Hey, da wird nicht Ah, da kommt wird nachher, nicht da kommt verglichen. nachher. Okay. Erstens kannst du nicht kompensieren. Ja. Ich kenne die anderen gar nicht. Alter, da mal googeln, wie die. Ich kennt einfach Stefanie Giesinger, Bro. Ich kenn Aber sie nicht. jetzt wird er sie kennen, weißt du? Aber zeig mal auf, wo die schnell. Du kennst sie auch nicht. Oh, kennst du nicht? Bro, Alter. Ja, noch nie. Bro, weißt du, Ah, Model? Er ist sagt ein irgendwas Model. von Germany's Next Top. Ja, Und dann hat ja. mir der Karren gesagt, keine Ahnung. Warte schnell, ich glaube, ich kenne Du sie. kennst sie sicher vom Gesicht her. Ist sie eine von der berühmtesten von Germany's Ja. Next Top Model? Ist sie jetzt. Ich glaube, sie hat Wo 6 wird- Millionen Followers. Oha, Molly, Ja, glaube sie ich noch kenne nie sie. im Leben Molly, gesehen. glaube ich kenne sie. Zeig mal. Und ich finde sie nicht mehr so gut. Ja, da ist sie. Oha, Bro, sag dir nicht Voll. von ihm. Sag mal. Bro, was sagst Sie ist schon eine herzige. find's Da ist top. wirklich eine, die es geschafft hat und abgesehen von der einen, die jetzt als Tough-Moderatorin schafft. Oh, Alter. Die schauen sorry, wir wenn bei er. Germany's Weißt du, Next Top Model. Beantwortungen, Bro? Der ist 3. Bro, das Problem ist, manchmal so Leute immer auch sagen, Hailey Bieber, ich glaube, live sind es nochmal. Da Ja, pusht das ist sie. ein zwei Pickel noch. Ja, ist schon gut. Nein. Bro, Also, im ich Fall, meine, Hailey Insta Bieber, ist. Clean. Also, Fotos ist immer etwas anderes. Bro, sag ich ehrlich. soll ich sagen, was clean war? Ihre Haut ist fucking clean, Bro, Alter. Das war crazy. Also bist du richtig so in der Nähe gewesen? Ja, so richtig. Du siehst ja, Oder du Nähe. siehst Ja. auf der Story, Bro, wie nah das war. Voll. Ah, stimmt dann nicht ganz. Bro, ich sehe auch da, dass der Karan auch eine kleine Haut hat. Weißt du, Der kann eine böse kleine Haut. Ja, noch nie Kannst du Pickel nicht gehabt. sagen. sie war einfach so dort, weißt du? Bin ja auch Hailey Bieber nicht. So, Bro, Alter. Weißt du, keine Security, nichts, nothing. Und das Was? ist, angeblich ist das die Afterparty von Drake gewesen. Oha. Und wo war er? Gewesen? Bro, ich habe nicht gesehen. Und der ist weiter wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ah, Afterparty vom Drake. Ja. Hey, ist eben nicht so hell wie Hailey. Wow, ey, und du bist nicht einfach reingelandet. Und jetzt vielleicht für unsere Zuhörer, ich habe es eben nicht gewusst, wie groß ist Hailey? Es ist, also ich bin 1,76. Es ist, ich würde jetzt sagen so 1,72. Ein bisschen kleiner wie ich. So. Okay. Ja, ich denke, sie ist wirklich groß, also 1,80 plus. Nein. Aber in dem Fall nicht. Und hast du dich mit ihr unterhalten? Nein, Bro. No Hast du auch nicht chance. können, wegen zu viele Leute umeinander und so Zeugs? Bro, Angst. erstens. Kann gut sein. Fix Angst. Safe. Ja, da kommt einmal zu näher, noch Also irgendeine Angst, rechte Faust. Respekt, nein, Respekt auch von der Person.
Bro, du Oder? willst auch die Person nicht stressen. Du musst Voll, dir vorstellen, das ist auch Das ist so- mehr wegen dem, das ist nicht wegen der Faust. Also jedes Tag kannst du anreden und dann sagt er nein oder ja. Entweder sagt es ja oder nein. Voll. Da musst du einfach akzeptieren. Aber so einfach, weißt du, eine Person, die jeden Tag unter dem umgeben ist. Ich meine, ganz ehrlich, so, hat schon gelangt, dass ich ein fucking Video gemacht habe. Weißt du, was ich meine? So, Ja, vor allem mit Blitz, oder? ja. Ja, Sie an Aber wir sind auch in einem Club gewesen, weißt du, was ich meine? Ja, so, du machst immer Blitzvideos, aber. Und sie sich schon daran gewöhnt, dass da irgendwie überall Blitz kommt. Aber Bro, wer alles auch dort war, Alter. Crazy. Erzähl. Les Twins war dort. Gewesen. keine Ahnung. Tänzer. Tänzer von der Beyoncé. Oh! Bro, crazy shit, gell. Die haben einfach Tanz dort. Geil. Oh, Ein Zürcher DJ hat aufgelegt, lustigerweise. DJ Cruz. DJ Ja, den an- kenne ich, ja. Keine Bro, der hat einfach manchmal im Tischli auf, Bro. Ja, fix. Und Also das- Freunde auf jeden Fall, ich glaube. Ja, ja. Nicht mehr so unbedingt. Aber musst du dir vorstellen, er hat Die- früher im Tischli ab und zu aufgelegt und jetzt lädt er überall auf. Alter. Krass, wow. Ja. Ich kenne da noch den DJ Danos oder wie hat er geheißen? Stimmt. Wie hat er Mr. geheißen? Danos. Mr. Danos. Danos. Liebe Grüße an Talina, Mr. Danos. Mr. Danos. Also. Mr. Danos. Lebt er? Der auch mit Hailey Bieber jetzt am Party machen. Also, Wie ist es eigentlich übergekommen, wenn du dich vorgestellt hast? Hast du da die Schweizer Karte rausgeholt oder rausgezogen und gesagt, ich bin von der Schweiz? Weil ich weiß nicht, die Leute, die sich jetzt vielleicht nicht geografisch auskennen, wissen immerhin, dass die Uhren und die Schweiz rich ist und weiss, da kann so einen gewissen Status genießt. Ja. Hast du mit dem gespielt? Also, ich Also ich weiß nicht, wie kann man dem sagen? Einfach Also, erwähnt. So. oder ist da also natürlich schon erwähnt so. Genau. Aber das Einzige, was die Leute von der Schweiz kennen, ist Zürich. Weißt du, was ich meine? So. voll, voll. Oder weißt, oder ist so etwas gekommen von ihnen so, du bist von der Schweiz, weißt du, oder ist da eher so, Okay. Nein, ist Aber ich einfach glaube, bei so, der easy, weißt Ja, aber ich glaube, Okay. bei den oberen, bei den Ja. was heisst oben, aber ein bisschen, dann wird da glaub, gar nicht mehr. Da kannst du überall sein, da kannst, die wissen da kannst da kann ja, in der ich Schweiz glaube, sein, da kann in Deutschland ich glaube, sein, da unterscheidet eben wieder bei gewissen, einmal mit meinem Vater eine riesige Diskussion wegen dem gehabt. Mir so, ich habe gesagt, irgendwo durch, egal wie hoch du bist, dann interessiert dich gar nicht mehr, wer was macht, sondern nur, wie viel Geld du auf dem Konto hast oder was du machst oder was für einen Einfluss du hast. Das ist so. Und dann mein Vater so, nein, eben nicht, genau die ganz hohe Fisch, die interessiert sich eben wieder ganz genau, von wo du kommst und was du machst. Also, ja, was du machst, ja eh klar, aber von wo du wirklich kommst. Weil das so quasi wie dein Verhaltensmuster und so wiedergehen kann. ja, okay, wenn sie einfach so wie kalkuliert haben. Ja. Oder Genau. Bist du der, der Ja. mir etwas bringt? Oder? Beziehungsweise was Religionen und leider auch vielleicht Voll. Nationalismus Ja. und so Zeug zu tun hat, ist wieder bei den ganz hohen wieder voll Da drin. kommt, ja. Kann Ich Kann glaub das schon. sein? Ich glaub Weiß schon. nicht. 100%. Okay, Weil ich gut, glaube, also meine Theorie ist ganz oben, also oben, was heißt Top 1%, reden wir mal Top 1% vom Vermögens, sagen wir mal, vermögenden Leute. Ey, die wissen alle, dass es denen oben gut geht. Die wissen alle, dass denen ist egal, ob du jetzt 2 Milliarden oder 3 Milliarden auf dem Konto hast. Da geht es mehr um den Status an sich. um Gucci. Spaß. Wenn ich auch noch. Warte schnell, weg, mindestens eine Stunde. Ja, schon gut. Dann gehe ich nicht mehr nochmal fassen. Ja, mach. Mach Fass auf. Ich habe mal gehört, dass die Fashion-Branche, sagen wir mal, die also sagen wir, Kleidermarken, eigentlich 2 verschiedene Arten haben zum Kleiderverkauf. Einmal haben sie so die, zum Beispiel Louis hat so T-Shirts, wo sie für uns, für den Mittelstand verkaufen. ja. Oder zum Beispiel, wo voll auffällt, wegen dem Mittelstand wird sich erheben, damit er dort angehört. Aber die schon dort sind, denen wird ganz was anderes verkauft. So etwas, zum Beispiel Prada zum Beispiel, also Prada finde ich, also okay, preislich kannst du es nicht rechtfertigen, aber ich finde sie richtig so, ich finde die Philosophie von der Frau, ich weiß nicht, wie sie heißt. Praduschka. Also ich finde es noch spannend, weil sie ist eben so voll gegen sie eben so da, dass sich Frauen auch so knapp Lässig. anlegen und Sexismus und so. Dass die oben so voll die minimalistischen Sachen haben. Zum Beispiel das T-Shirt, das sie anhaben, könnte 500 Stutz sein. Ja. Aber denen wird eher sowas verkauft. Also gibt es da wirklich so Abspaltungen, wie wo was verkauft wird? Aber dann ist es mal gehört. Also fix Abspaltungen, fangen wir mal einfach mal an so mit Outlets. Sie produziert extra Sachen für Outlets. Voll. Also Gucci, oder? Alle. Gucci zum Beispiel. Also nicht alle,
Also einfach die Outlets haben. Ja. Die Outlets haben, Outlet die heisst einfach produzieren günstiger, extra. also Sachen, wie heisst genau Outlet? So, Outlet, Es wird ja, das kannst du etwas, sagen. es wird ja etwas quasi, sagen wir zum Beispiel, Gucci hat das Outlet. Ja. Outlet, und dann schreibt es überall an, ja, minus 70% Genau, von dem, da- bla bla okay. bla bla. Ja. Und eigentlich, irgendwo stimmt schon, dass 70% günstiger ist. Weil normalerweise kostet zum Beispiel ein T-Shirt ja, genau. so und so viel, oder? Aber es wird extra nur für den Outlet Ja, produziert. dann ist, okay. Also auch Qualität nimmt ab. Und jetzt vielleicht auch, da findest du nicht im Store drin. Da findest du nicht zum Beispiel. Also, Okay. Und dann ist vielleicht da, was du auch meinst, ist, online hast du nie da, was du vielleicht in den Läden drin hast. Ja, dann ja auch. Dort ist nochmal etwas anderes. Ja. Die haben zum Teil, also Paris und Mailand, das sind so, glaube ich, die in Europa. es gibt halt immer natürlich Exklusivität, weißt du? Voll. Ich habe mich einmal dürfen ein bisschen so fühlen lassen, weißt du, so, von wegen, ey, dort rein. Ich sage ganz ehrlich, ich war in Milano gewesen, und in den Prada-Shop rein, ey, also egal in welchem Shop du gehst und die Berater lässt, ey, du wirst behandelt wie ein König, Alter. Gehst an, Das ist dann kommen sie mit Getränken und sie fragen sogar noch so Snacks zum Essen, oder? Weil wenn sie merken, okay, der hat wirklich Interesse um was kaufen, dann kommen sie auf dich zu. So, oder? Habe ich auch gehabt, also ich habe eine Tasche für meine Mutter gekauft. Ja. Und ey, boah, in dem Moment, ich hätte können alles kaufen. Also ich mich so, also ich kann das, ich kann nicht, boah, du kannst mich so schnell um den, wie heißt der? Honig ums Maul. Fingerwickeln. Nicht Fingerwickeln, das ist Honig ums Maul schmieren. Oder so, irgendwie geht das. Ja, Ist das auch für so. dich? Ja. Und ey, ein richtig geiles Gefühl gewesen, aber ja, hat halt seinen Preis, weißt du, so zahlst halt, oder? Ja. Aber ja, ab und zu ist noch cool. Wenn man das Geld hat, dann schon geil. Jetzt vielleicht eine Frage an dich. Gibt es eigentlich eine Favorite-Marke von dir, wo du jetzt würdest sagen, oder ich nehme mal an, dass du nicht so markenorientiert bist? Beziehungsweise, Ja, echt? Doch, doch. Ich kann nicht sagen. also jetzt nicht so, dass du sagst, du musst da und da tragen. Oder schon? Okay, sag nicht mehr. Also, Erzähl du. Bro, hast du eine Jacke gesehen? Na, oha, ich sehe nur Louis-Zeichen. Weißt du, von Special, wie heißt sie? Alix. Alix. Yes. Ah, die Jacke mit Karabiner, gell? Ja. Alix, Ah. okay. Ja, die habe ich auch schon gesehen, die Karabiner. Im Fall von der. Okay. Kann man. Das ist geil, wenn sie mit denen spielen. Mit so Akzent, wo du den genau erkennst. Und da macht auch eine Marke aus, wenn sie etwas aussagt. Aber ja, erzähl mal. Ja, ich habe halt schon gewisse Marken, die ich präferiere. Relate Club. Shoutout. Für Shoutout. Reue. Kennt er auch gar nicht. Kennt er noch gar nicht. Er wird es bald Er wird es bald kennen. Okay. Ja. Aber ich muss nicht den neuesten Shit hineinrennen. Ja. Weißt du, so. Ich will auch nicht. Wieso? auch? Mhm. Die Leute, das Ding ist halt eben zu dem Thema von vorher, ist schon klar, Top 1%. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Liga wie da, was ich sonst schon gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Ja, safe. Aber so, ich habe das Gefühl, so, die Leute fragen auch gar nicht, wer du bist oder Was da hast. was du anhast. Es langt schon, dass du überhaupt dort bist. Ja. Darum hinterfragen sie dich auch gar nicht. Weißt du, was ich meine? Was ich auch schon gehört habe, ist viel, dass viele Influencer oder Rapper Fake-Uhren und so kaufen, weil sie gar niemand hinterfragt, dass es Fake könnte sein. Kann Oder? ich verstehen, ja. Weißt du, was ich meine? So, sie legen eben Fake-Uhren und was auch immer, weil in dem Moment hinterfragen, jetzt will es keiner Drake hinterfragen, ey, ist der eine richtige AP oder nicht? In dem Moment. Mal. Also der wird auf Tritt und Schritt Also ich weiß nicht, überprüft. Von, mein Kollege hat, Shoutout to IC Cove, hat jetzt mit dem Drake mal ein How Much Is Your Outfit Video gemacht. Bro, Oha. der Typ hat 1 Million angehabt, Bro. Uhren, also die Uhren machen ja viel aus. Bro, er voll. hat einfach Richard Mille. Ja, der hat Bar Richard Mill. Ja, fix. Aber ja. RMs. aber dadurch stimmt es eben nicht. Zum Beispiel Munich Richbusters heißen die. Die tun immer so, möchten gerne Influencer, oder sind auch Influencer und auch recht große und Musiker und alle voll auseinandernehmen, Voll. wenn sie Fake-Uhren haben. Gibt es die eigentlich noch? Sie haben mal irgendwann Ich vor glaub, einem sie haben Jahr, mal 2 Stress voll gehabt. Hype gehabt, aber Das ist so, ja. Ich habe aber auch ein bisschen Stress gehabt von Leuten, die es eben bastet haben. Also Jungs, haben wir noch Themen, oder sollen wir gerade zu der letzten Rubrik kommen? Ich glaube, du hast jetzt nicht ganz erzählt, welche deine Lieblingsmarke ist. Ah, das ist auch gesehen. Lieblingsmarke. Ich würde schon sagen, Alix, schon eine von denen. Weißt du, die Preisklasse? Was Voll machen die hätte ich jetzt auch gerade fragen. Also kommt drauf an, gell?
Ich meine, Ein normales Basics-T-Shirt. Kostet das schon 300 Stutz oder kriegt man auch eins für 50? nein, das ist schon 300 Stutz. Okay, gut. Dann wissen wir schon mal, wo wir sind. Ja, Fair. was feiere ich Boah, die Jacke ist über 1000 Stutz. Ah, ich sehe gerade Oder ein paar Jacken von Alex. Also ALYX, oder? Ja, genau. Ja, die haben schon. Aber denkst du, also, da ist bei mir immer so der Knackpunkt, Ja. weil ein paar Jacken sind geil, oder? Aber sagst du, also bist du wirklich so über die Sache und sagst, boah, da ist der Preis wert? Bro, Oder sagst du, okay, da ist vielleicht einfach wegen der Fashionbranche, dass man vielleicht mit den Leuten, dass da einfach so, ja okay, da ist es einfach so. Da, Bro, ich zahle nie den Preis. Never. Was heisst das? Was wird das heißen? Bro, ich zahle nie Den Vollpreis. Voll. Ich zahle nie Okay. den Vollpreis, Bro. also du Never. schaust immer so ein bisschen, wenn es also Aktion, einfach irgendwo Outlet oder. Bro, nein, ich Nein. könnte auch, wenn etwas neu kommt, Korrekt. könnte ich auch da vergünstigt kaufen. Aha, okay. Voll. Kannst du es auch mal für uns machen? Also, Oder geht das nicht? Es kommt drauf an. Wir schauen nachher. Ich brauche Ja, easy, wir reden nachher. neue Ja, weiße das- Socken. 300 Stutz weiße Ja. Decke. aber du machst so AliExpress so. Also dadurch muss ich vielleicht sagen, ich schaue schon nicht auf die Marke und auch nicht so krass auf den Preis. Ich schaue wirklich, dass ich da überkomme, Wenn wo ich ich genau will. Ja, absolut, bin ich genau dabei. Fix. Und da, ja. Ja, kurz eben, einfach noch zum Erwähnen, ich habe so ein Hemd wollen, so ein Oversize-Hemd. Einfach kein richtiges gefunden. Oder? Und da vom Karim finde ich top. Ja. Geil. Bei mir ist es einfach nicht so Oversize wie bei anderen, weil wegen der Größe oder weil halt XL ist okay, aber wegen der Arm halt, keine Ahnung, aber ist okay. Und ja, eben, erstens kann ich einen Kollegen unterstützen und der Preis ist der Preis, oder? Ja. Aber ja, dann schaue ich auch nicht auf den Preis. Aber eben, wenn es das Hemd 500 Stutz wäre, hätte ich gesagt, okay, einfach, die Ratio stimmt nicht, Mann. Ja, auch wenn es fix. Onyx oder, keine Ahnung, Xon XNX. ja, ist, oder? Da ist es wieder so, dort schaltet es bei mir ab, so, sagen, aber ja, wenn deine Einkäufer, deine. Nein, also es ist auch mehr da, wenn du so Passion für da hast und es auch schon langsam wie mehr als ein Hobby wird, Ja, dann bist du auch bereit zum da machen. Ja, Das ist absolut klar. Ja. Das ist auch so wie letztens haben wir über Möbel diskutiert, so Designermöbel. Das sind jetzt so Vitra-Möbel. die sind Sind teuer. Also die keine Ahnung, 5K. Nein, vielleicht Was? nicht so viel. 2 mindestens. Meinst du Ja. da die Sofa? Ja, voll. Ah, dann ist aber teuer. Oder vielleicht auch mehr. Ich weiß es jetzt nicht. Hast du die Sessions gehabt? Ja. Yes, 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 yes. Auf jeden Wenn du jetzt überlegt? Was ist mit Fall- dem? ich weiß nicht, was du Sessions. sagst, Mann, Bro. Lern-Sessions. Musik. Lern-Sessions? Lernsessions, ja. Lernen. Auf jeden Fall. Genau. Da ist da und niemand zwingt dich, um so ein fucking Sofa von Corbusier in deiner scheiß Hütte zu haben. Mhm. Aber es sieht einfach geil aus. Und es ist auch die Geschichte, die es mitbringt. Und wenn du dich ein bisschen mit dem befasst, ist es einfach geil. Und es ist auch mehr Handarbeit und mehr. Ich kann sagen, Mehr es ist Leidenschaft. mehr Leidenschaft dahinter, auch wenn es am Schluss räudig produziert worden ist. Ich meine, das Produkt hätte ja schon mal müssen entworfen werden. Voll. So in dem Sinne. Aber manchmal ist es ja sogar günstiger, wenn du etwas für die Tür holst. Weil es halt länger hebt. Da muss auch nicht permanent umtauschen oder so. Und du kannst das Teure auch für günstig holen. Ja. So wie in dem Fall, ja. Ja, dann muss man den erklären besser, weil jetzt Da sagt uns nicht. würde man nicht jedem sagen, weil wenn jeder da anfängt, da. ja. Eine letzte Frage. Das ist ein bisschen auf Gott, ein bisschen andere Richtung, nicht Fashion. Aber Fashion hat ja auch ein bisschen Model zu tun und Schönheit. Ja. Was definierst du als Schönheit? Also bei einem Mensch. Sagen wir mal zum Beispiel Model, also das ist immer so, es gibt so einen Standard oder so, da ist schön, oder? Aber was definierst du, wenn jetzt du jetzt eine Modelagentur hast und du willst jemanden anheuern oder so, auf was schaust du oder auf was ist für dich schön? Also du schon mal nicht, weil du keinen guten Körper hast. Weißt du? Wow, boah, Shots fired! Ja. Front? Ja, ey, alles Shit. so zu lange Hände und nein, Spaß. Bro, ganz ehrlich, so. Das ist jetzt Das ist alles, beleidigt. das ist, Ich bin nicht beleidigt! das ist Ja, alles ist- im Auge des Betrachters. Ja, Ganz ehrlich, so, ich bin auch kein Model. Aber Ja. ich bin bei Zalando, verstehst du? Das ist Yes. krass. Stimmt. Ja, Habe Mann. ich die auch wegen dem wiedererkannt. Ja, Dort, wo ich immer cool war, stimmt. das ist doch fucking crazy. Weißt du, Ja, so, voll. Das ist Voll. echt crazy. ich bin nicht groß, ich bin nicht breit bauen, ich bin nicht mega skinny, weißt du, was ich meine? Aber trotzdem haben sie es geschafft, gerade zum voll. bei Casio zu ziehen. Weißt du? Voll. voll. Ah, stimmt, Casio. Da ist dann auch noch dazu. Ja.
Ja. Also wenn ihr mal irgendwo im Zalando Casio gesucht habt und einen Homeboy gesehen mit gelben Brille, so links am hinteren schauen, das ist der Habibi. Yes, sir. Ja, fix. Vielleicht habe ich noch etwas wollen sagen. Es gibt ja auch in der Mode, versucht man heutzutage auch behinderte Leute oder anders, darf man überhaupt behindert sagen? Ja. Benachteiligte Leute einfach nicht der Norm entsprechen, wenn es eine Norm gibt. Weil es Norm kann man auch in den Abfall werfen. Aber wenn es da gibt, dann nehmen jetzt einmal extra so Leute, die anders aussehen. Darum, Karan, hast du eigentlich gute Chancen. Boah, so weit Inklusion ausgeholt. Karan, Inklusion Karan. Also hey, Jungs, ich würde gerne zu der letzten Rubrik noch gehen. Ist gut. Wir haben uns überlegt, der Habibi ist ja auf Instagram mega aktiv unterwegs. Und wir zeigen jetzt einfach mal ein paar Highlights oder Bilder von dir. Und du könntest allenfalls noch ausformulieren, was genau passiert ist in diesem Bild. Alright. Background oder vielleicht auch, was nachher passiert ist, wer weiß. Okay. Da, was mich jetzt gerade interessiert, in den Highlights, hast du ein Bild drin, das ist gleich, wenn man es einblendet. Ja, ja. Vielleicht Gut. ich sehe hier ein Bild von Red Bull Music Studios. Oh yes. Welcher Part von SUV? Luciano ist da aufgenommen. Du bist dabei gewesen, oder? Ja, ich bin mit meinen Wiener Homies, Shoutout Punky Boys, Mhm. bin ich auf Berlin. Sie dürfen im Red Bull Studio zu Berlin aufnehmen und recorden und ein bisschen dort chillen, weißt, für ein paar Tage. Mhm. Ihr dürft dabei sein. Lustigerweise Monet 1902 im gleichen Zeitraum auch etwas aufgenommen dort. Mhm. Homie auch unterwegs gewesen. Kann man sich das so vorstellen, dass die Musikstudios wie Airbnb ist? Du mietest da und gehst dir oder sagt Red Bull, komm zu uns, Nein. nimm da. Nein, Airbnb, aber Red Bull sagt, no, du darfst oder so. Ach so, nicht. okay. Weißt du? Ja, darum hat er dort dabei sein. Mega crazy. Mhm. Auch das Allgemeine, nicht nur das Studio selber innen dran. Du musst mal googlen, das Ausserumdum auch ist fucking nice dort. Okay. Also in Berlin hast du gesagt, ja? Ja, es ist eine große bronzene wie eine Kuppel. Ja. Und es ist, als ob ich es noch nie gesehen, es ist so nice. Und sie haben es da extra für Red Bull bauen. Ja. Ah, krass, okay. Und seit dort kann ich nicht mehr Red Bull saufen. So viel Das ist Reststoff. viel. So sieht es von Yes. irgendwie Ah ja, geil. Dinen aus oder so. Und es hat halt überall Red Bull Kühlschränke. Du kannst so viel nehmen, wie du willst. Nein, wow, ja, krass. Und ja, Nice. Und die Punky Boys, oder wie heißen die? Punky Boys, yes. Die machen Hip-Hop. Die machen Trap. so Underground, Trap, auch so ein bisschen mit Wiener Akzent und so. Ist noch nice. Okay, geil. Yes. Jetzt haben wir gerade noch ein Video, wo man im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das Chevy Impala ist. Das ist ein Musikvideo, wie es aussieht. Bro, das war im Fall der Casio-Shooting. Stimmt, das ist ja noch fast Glatze. Ja, das habe ich Buzzcut gehabt. Aber auf dem Casio-Bild hast du schon, glaube ich, einen Anzug gehabt, oder? Bro, es sind einfach, wir haben an dem Tag 3 Shootings gehabt und einfach quasi Szenerie gewechselt, aber es war die gleiche Location. gewesen. Okay, nice. Yes. Geil. Aber so viel, so studiomäßig ist auch noch viel in den Stories. Auch viel vor der Kamera, hinter der Kamera. Yes. Aber da, was mir jetzt gerade auffällt, du hast so Steinbock-Schuhe. Bro, Oh, die Camel Toe. Camel Toe. Ja, Camel Toe. Toe. Oh Margiela. mein Gott, die sind geil. Ja. Die von Ah, da ist so dritt und sie ist. Die, wo zwei. mein Gott. Margiela, gell? Yes, Margiela. Wow. Die sind teuer, Alter. Ja, ein Taui. Wieso so Hey, wie teuer? gönnt ihr. Wie funktioniert die? Wie meinst Welche Sicher? Kirche gehen die rein? Bro, Der große? es gibt extra Mittlere? Söcke für da, Bro. Ja, stimmt. Das Wo ich kann da gar Auch nicht. von Margiela. Du kannst auch vom. Es gibt da, also der Schuh ist ja eigentlich von der japanischen Kultur abgeleitet worden, weil die ja amigs früher auch so Schuhe Ah, du hatten. bist so ein Mann. Japaner, Alter. Nein, ich liebe die japanische Kultur, Mann. Sorry, ich liebe das einfach. Du bist aber auch japanische Architektur. Ja, Wegen den Holz, was so speziell wird. ja genau, die Verbindungen. Also ja. weit jetzt ja für Verbindung mit Japanern. Schuhe Äh, früher, Die okay. Schuhe von früher noch. Stimmt. wo es noch ja,
Auf Stöckelschuhe. Genau. Die Jacke ist auch ganz krank, finde ich. Vor allem der ganze Outfit. Der ganze Outfit. Boah. Der ist krank. Der wird gerade Der ist direkt zu zack. krank. Und dann zoom in jetzt in die Schuhe. Weißt Ja. du, wie Marke von der Jacke? Die Jacke ist ein Sample von Dries van Noten. Was? Was Noten? Dries van Noten. Chief Chanel. Wie schreibt man da? D-R-I-E-S. DRI? D-R-I-E-S. Abstand V-A-N. Abstand N-O-T-E. Ah, okay. Dries. Dries van Noten. Van Nonen. Jetzt allgemein Wieso? eine Frage, die mich gerade so Wunder nimmt. Was machst du einmal mit den Kleidern, wenn du sie nicht mehr brauchst? Verkaufst du sie? Bro, ich verkaufe praktisch nie meine Nicht? Sachen. Praktisch nie, sehr, sehr selten. Lagert alles oder werfst du es sogar weg? Also falls du etwas hast, was du nicht brauchst. Böse passt, ja. Ich meine, ja mal, kann schon passen. Vor allem die Schuhe, ja, die sind morgen glaube ich nicht mehr so in. Also ich werde sie glaube ich verkaufen. So. Also Guck mal mit zuerst die du gekauft hast, Mann. Ja, die lege ich jeden Tag, aber nicht da. welche? Die hohe. Die andere, die man mir geschickt hat. Aha, okay. Die Dries van Nonen Jacke, mit der habe ich sogar fucking GQ, Alter. GQ Türkei, ja. Türkei. ja. Türkei. Wie ist denn da, was ist denn da für ein Hooligan im Hintergrund? Das ist lustigerweise. Das ist lustigerweise der Das ist ein geiles David, Bild. der ist aus Luzern im Fall. Du bist der David. Er heißt Trill Prime. Mhm. Ja, was soll ich sagen? Ich mag nicht so groß auf den Typ eingehen. Aber, Okay, ja. ja, Ja, viel- fast. Easy. Aber auf GQ. Aber auf GQ. Ja, GQ Türkei. das war in Paris. Gewesen. Ich bin, glaube ich, gerade zu der Ralph Simmons Show angegangen. Und es hat halt immer Photographers draussen, die halt Street-Style-Fotos möchten und so. Und auch von den ganzen Celebrities, die dort sind und so. Mhm. Und ja, gar nicht gemerkt. Weil es sind überall immer Kameras rum. Ja. Und auf das Mal, irgendwie 3 Tage später, schickt mir eine Kollegin, Nein, nein. hey, du bist da auf GQ-Tour. So gut, okay. Geil. Ja. Und du, Geil. bei diesen Ralph Simmons Tickets oder allgemein bei diesen Tickets von Run-Shows, oder wie man eben sagt, dort wirst du ja eingeladen, Yes. persönlich. Ja. Und der ist auch durch deine Kontakte und wie ist denn da zustande gekommen? Ganz ehrlich, ich bin noch nie auf meinen Namen eingeladen worden. Ach so. Mhm. Das ist halt, weil ich einfach meine Homies kenne. Okay. Und es dann heisst so, hey, ich habe keinen Bock, ich habe keine Zeit, um dort hinzugehen. Okay. Willst du für mich gehen? Geil. Alter, die Steinböckchen sind so krass. Findest du die aber schlecht oder gut? Ich finde sie geil. Ich finde sie brutal. Ich finde Also sie ich werde geil, die gerne aber ich jetzt glaube, haben. meine Mutter will mich kaputt schlagen. Nein, null, Alter. Ich glaub- Haben sie Absätze? Schau, ich rede gerade von meiner Mutter. Sie lädt mir gerade den Moment an. Diese kommen nicht auf falsche Gedanken. Was habe ich gehört, der Steinbock-Schuhe? War Steinböck. War bist du ein Haiwan? Scheiße, Mann. Und die gibt es nur von dieser Marke? Ja. Willst du gerade etwas raussuchen? Schwach, schwach. Vielleicht von diesen Bildern. Aber geil. Wie findest du Rick Owens Frau? Die sieht für mich schon tot aus. Michelle Lamy, Ich weiß nicht, ja, anscheinend. die mit den schwarzen Fingern. Ja. Bro, crazy, gell? Ich meine, sie macht Furniture und Schmuck. Ah, der macht sie? Ja. Okay. Bro, Schmuck, Bier, so ein Ring kostet locker 20, gell? Boah, Das ist Wie? 20. Ein Ring, den sie macht. Wieso? Besteht aus Wahltränen. Bro, auch ganz ehrlich, auch wenn es ein fucking Diamant ist, weißt du, so 20 ein 20. Ja, aber schon einfach wegen Rick Owens und der Name und Frau, bla, keine Ahnung. Genau. Safe, safe. Wow. Er hat nichts gefunden. Wie kommt er mal so? Oh shit. Nein, weißt, jedes Bild hat irgendwo durch. Also ich finde auch da, wo du schreist, finde ich noch spannend, aber ich weiß nicht, ob das so voll. Sind ob Reiz. da Das was ist ist. Bro, das ist einfach. St. Gallen Open Air. Da Hast sieht du noch aus wie- geschrauben oder hast du nur das Maul aufgemacht? Ich habe gelacht, Alter. Ah, du Ich so müssen lachen. Ich schicke euch noch ein Bild dazu, wieso das so haben müssen lachen. Ja. Das war im Februar vor der Dior-Show. Mhm. Mein Kollege der Pius, super Fotograf, ist nicht gerade der Größte. Und er ist auf die Schweizer? Schulter. Nein. Aber er hat früher im Trischli gefüttert. Okay. Er ist aus dem Vorarlberg. Ja, okay. Mhm. Und er ist auf die Schulter von meinem Kollegen. Ja. Und Ah, steht und da so mega hoch. Eben, ist ein hohes Bild, ja. Und ich halt so müssen lachen. Der hat versucht, was von Ja, Ja, aber ist geile euch Maske. aufgefallen,
Alle, die mal was mit dem Trischli zu tun haben, sind jetzt Irgendwo. berühmt. Ja. Der eine leitet auf. Balaklava-Vibes in So, da müsste Danos. Baklava. Balaklava-Vibes in Paris. Yes. Weißt du, für Skimaske? Bro, das ist, irgendein Zürcher hat das gemacht. Handmade. Also weißt du, selber gestrickt. Ja. Ist auch selber gefärbt. Ist so nice gefunden, darum habe ich es gekauft. Chemikalien, die Hast du eine eigene Maske, so wie der Kanye jetzt die letzte Zeit mal ein bisschen gedroppt hat? Von Vetements sind es, glaube ich, oder? Bro, nein, Bro. Wie fährst du da? Ich finde es einfach geil, was Maske? Ja, nein. Höchstens mal vielleicht so an einem Event, Das Ding ist so, ich so habe als Outfit gehst, oder? zum Beispiel jetzt die Maske, die ich letztes Mal den Tag gelegt habe, Marionette. nie mehr wieder angelegt. Wahrscheinlich. Ja, gut. Ja, ich verstehe es. Hast du so, ich glaube, gewisse, ich weiß nicht, wenn du die mal abblitzen lässt mit einem gewissen Outfit, Ja. ist das wie so gewesen, du willst es nicht mehr anlegen? Hast du das Gefühl einmal? Bro, immer. Ja, Ich hasse es. ja, ich Und dann kann's mir gut schlussendlich lege ich es gleich wieder an. voll. Aber das ist so, jedes Mal, wenn ich irgendwo vorher, so eine Woche vor Fashion Week, irgendwo hingehe, auch jetzt so, nächste Woche gehe ich ja. Und ich mache mir so viel Gedanken. Ja. Also wir gehen. Wo gehen wir nächste Woche? Paris habe ich gemeint. Fashion Week? Mhm. Ah, geil. Oh, der Pius hat uns eingeladen. Er hat noch alte Fotos von meinem Trischli. Ich habe gesagt, wehe, die kommen die werden öffentlich. Am Umschlecken und Ja. VIP da oben, Ja, Mann. Ja, man, nicht mal im VIP, ganz unten. Unter der Schublade. hinter der Bar. Unter der Garderobe. Oh Mann. Aber du bist ja jetzt wöchentlich in Paris, oder? Also wöchentlich. Alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Ja. Hast du für unsere Zuhörerschaft irgendwie so Tipps? Vielleicht? Weil du schon oft dort bist, Restis, die noch bezahlbar sind, vielleicht Museen oder so ein Scheiß, aber so, wo dir gerade einfallen? Oder gehst du effektiv nur wegen der Leute oder Fashion oder was auch immer? Bro, ich gehe ehrlich gesagt im Fall nur wegen den Leuten. Okay. Paris, also ich selber, ich habe es im Fall ehrlich gesagt nicht mehr gesehen. Ich gehe nur wegen den Leuten. dort. Ja. Safe. Und es ist so, weißt du, du bist so im Uber und du siehst den Eiffelturm und machst eine Story und dann denkst du, boah, voll nice. Der Wille, ich bin eigentlich nicht im fucking Uber gewesen und muss zu meiner Destination an, weißt du? So. Es interessiert mich gar nicht mehr. Ja, einfach. Voll. Und ich werde ja, mein Ziel ist im Sommer dort hinzuziehen. Boah, geil. Das Praktikum dort kannst du machen, oder? Yes. Kannst du machen, was du willst, stimmt. Ja. Ja, voll. Und darum, ja, es ist halt, es rätzt einem nicht mehr so. Voll. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, Das ist wie da in St. Gallen. Wie viel Mal sind wir in der Bibliothek gewesen, beim Klosterplatz? Also, im Also Kloster, Stiftsbibliothek. Ja. Gerade letztens und ich habe eine Story gepostet. Ich bin glaube echt noch nie gewesen. Aber weißt du, was ich Ah, meine? das Das ist ist genau nicht da, ernst. wenn Ja, ich, genau. das Voll. ist genau da. Oder wie Einmal oft haben gesehen, da Kloster fotografiert? Nie. Nie, einmal. Also nie eine Story gemacht wegen dem. Ja, Aber gleich schön. Also. Ja. eigentlich Sagen. schön, Ja. aber Voll, ja, absolut. Nice. Aber du hast auch einen perfekten Job dafür, Wärst du, zum Umreisen. sorry, jetzt gehe ich jetzt voll da wieder rein, dann habe ich vergessen zu sagen, da würde ich unbedingt wissen, wenn ich da jetzt die Squad-Hose da anlege, ja, würdest du sie anlegen? bist du wahnsinnig, Alter. Sind das Skinny Jeans? Wie viel einfach Die meisten. räudige, beziehungsweise die Leute haben es vielleicht auch ein bisschen versaut. Wie viel Geld müsst ihr da zahlen, dass du mit denen an Fashion Week gehst? Wow. Es könnte sogar sein, dass du auf einmal einen Modetrend-Setter wirst. Durch Jizz auf deiner Hose. Bro, einfach. Bro, nein. Frisch aus dem Darkroom. Weil, nein, also so, es haben zu viele gewisse Leute die Hose angehabt, Voll. Ja. dass ich, Oder eine gewisse Gruppe. gewisse Gruppen, dass ich einfach da nicht repräsentieren will. So. Mhm. Ohne zum Beispiel jetzt so Ja, ja. Judgen, ja, ja, absolut. judgen oder Voll, zum voll. Front oder whatever. So. Mhm. Aber die Leute tun schlussendlich gleich irgendwo andere Leute schubladisieren. Voll. Und ich will nicht dort rein. Voll, Ja, voll, das ist so. Verstanden. Gilt es gleich auch für Palm Angels? Das ist genau das Gleiche. Jetzt wird der Liste abarbeiten. gell? Ja. Nein, ein paar Mal ist das Gleiche. Da Weil- ist dein T-Shirt? Nein, das Okay. ist von Flair. Sag einfach, das ist geil. Wieder. Merch. Das ist geil.
Ich bin ein böser Fan von Merch, ich weiß nicht wieso. Ja. Merch finde ich geil. No Merch übrigens. Apropos Merch, No Merch von Octagon. No, weißt du heute an? Wie Live viel ist dein and direct. Outfit wert? Nein, alles gut. Gesponsert, denke Geil. Wow, ich. Yes. richtig geil. Ja. Wartet. 1,5 Stunden. Easy. Was, haben wir 1,5 Wir haben Stunden? jetzt schon 1,5 Stunden gefühlt Alter, und das heisst, es jetzt ist 7 Uhr am 7 Morgen. Es ist 7 Uhr am Morgen und meine Mutter lädt mir schon zum 3. Mal an. Okay. Sie meint, ich nehme da MDMA im Darkroom oder so einen Scheiß. Also hey, wenn da vielleicht noch ein paar einzelne Wörter am Schluss noch raushauen oder sollen wir es komplett abrappen? Ich glaube, wir können es komplett Oder? abrappen. Oder? Was meinst du? Irgendwas erzählen, noch irgendwas, wo keine Ahnung, wo unbedingt jetzt noch. Ja. Bro, es gibt so viele Sachen zum Sagen und Erzählen. Und Und darum würde ich sagen, vielleicht machen wir den Fall zweite Folge irgendwann. Part 2. Wir gehen auf fucking Paris mit dem Auto nochmal. Oh. Spätestens in einem halben Jahr. Oh mein Gott. Der Karan fährt meinen fucking Gänger. Zum ersten Mal und letzten Mal. Also für uns alle letzte Mal. Dann machen wir einfach mal Part 2, Alter. Irgendwann. Nächste Woche. Für was haben wir jetzt einen Tesla Also, ja, gekauft? wir gehen schon nächste Woche, Bro. Wir gehen nächste Woche mit dem Pius zusammen, stimmt, ja. Schon Ach, vergessen. stimmt, Ja. eben, gell. Ja. Wie, weißt du das? Für was haben wir den Tesla gekauft? Mir? Ja. Hä, wieso? Das ist Für was hast du Kaffee-Frei-Auto. unser Auto gekauft? Was verkauft? Gleis, Bro. Ja. Nein, Sorry. Es ist Nicht Flex, aber ich habe Bord zahlt. Jetzt halt. Du hast- 60k, 62k, hast boom. Bar Das darfst du nicht machen, Mann. Du bist mit dem Wer wird Millionärkoffer bist du dort gegangen. Nein, ich bin mit dem E-Banking. Aber ich habe Banken 2-3 Mal angerufen, um zu bestätigen, dass es wirklich Krass. Ne, Mann. Die Bank sicher hat gesagt, was machen sie mit unserem Geld? Nein, also das ist Also- krass wie Banken. Ganz Ja, sie kurz. sagen das so. Geld einzahlen, egal wie viel, kein Problem. Sie hinterfragen null. Ja, voll. Von wo die 40, von wo die 50, von wo die 60k kommen. Aber sobald ein paar K fünfstellig rausnimmst, boom, Anruf. Was ist der Grund, dies, das? Haben sie wirklich das wollen machen, verifizieren wegen dem Alter? Wir haben es wirklich gesagt, was machen sie mit unserem Geld? Was haben sie vor mit dem? Ich schaue in das Geld. Und ich so, Junge. Lass mich 10 Stunden. Was willst du mit? Lass mich doch einen Döner zahlen. In Wien. Aber geil ist, einmal habe ich so Geld gebraucht, das sind so 200 Stutz gesehen. Aber voller Blut und so ein Zahn ist noch dran gewesen. Ich so, oh, nehmen wir gerne. Also, hey, rappen glaub- das Zeugs ab. Voll. Danke vielmals, Flavio, dass du Absolut. bis am 7. durchgehalten hast. Bro, ich danke euch, Alter. Danke Und vielmals. inshallah machen wir mal eine zweite Folge. Gern, vielleicht können wir dann auch konkreter über gewisse Sachen gehen. Wie jetzt nicht zum Beispiel Palm Angels oder so, sondern etwas, wo dich vielleicht auch inspiriert. Und dann. Haben wir Presse? Okay, ist gut. Also, jalla, wir sehen uns aber- nächste Woche wieder. Genau. Bis dahin, gute Zeit. Schaut auf euch und sind lieb zu euch selber. Und zu eurer Familie. Jalla, Ciao. bis nächste Woche. Bye bye. Adios.